grüß euch, servus, küss die Hände. Ihr werdet mit Musik verwöhnt. Wir spielen für euch die 16er Bohlen. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Als Backen spielen wir noch den Werner Schau. Die Quetsche klingt halt super fein, die Konterpumpe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Trommel, grüß euch, servus, küss die Hände. Ihr werdet halt mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohlen. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß euch Gott, meine Lieben, herzlich willkommen zur Pawlatschen 195. Jawohl! Ein Wahnsinn! Grüß euch gut, auch von meiner Seite. In der Klause Klaus wird diesmal wieder pavlatiert vom Feinsten. Herrlich. Wir haben Große Ehre für mich, wieder hier Gast sein zu dürfen. gar kein Thema. Leider noch nicht unterm Terrassendach, weil es ist kalt draußen und es ist ja nicht fertig. Es schaut aber sehr gut aus, ich muss dir gratulieren jetzt schon. Ich habe schon begutachtet jetzt vorher. Der Finstern zum Glück. Du hast da Gott sei Dank ein Licht draußen. Ja. Nein, es ist noch im Werden. Jetzt haben wir die Querpfetten, also diese Sachen, das ist alles gemacht. Dann nächstes Mal kommt also die Konterlattung und das Dachelsöhr. Und dann ist fertig. Fertig. Floßdach gehört dann drunter noch, Ja, dass man aber schön sitzen kann. Ja, das ist dann Momentan ein bisschen uneben, aber es geht. Also. dementsprechend müde vom Tagewerk. Mir tut alles weh. Aber deswegen haben wir gesagt, rein bautechnisch haben wir heute gesagt, wir werden nicht anbotteln, sondern Wir trinken heute einen Gespritzten und wir haben schon einen getrunken heute. nicht nur gespritzen, sondern auch schon Ein kleines Cognac haben wir auch schon getrunken. ohne kann man es ja nicht sagen. Jawohl. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einmal, weil wir schon angebottelt haben, machen wir ein Prost auf euch. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Super ist. Prost. Komm da. Prost. Schäberer. Prost auf euch. Das Ein sind- Schäberer, das ist Ja, ein ja. Pressglas. Aber Hengelglasl, das muss ein Pressglas sein. Das ist, Kannst du nicht ein mundgeblasenes Hengelglas davor, was nicht, willst das du das nachher? ein Spritzerglas auf dem Riegel oder sowas? Nein, ich weiß nicht. Aber warum nicht? Ne? Ich begrüße herzlichst unsere Pavlatschisten im Chat. Ja. Der erste, was ich von dir, das war der Rudi Korbis. Bei mir war es der Rudi Korbis, ja. Rudi Korbis steht bei mir noch lange nicht. Wir sind alle, warum auch immer. Da war Matthias Mariacher der zweite, Servus, Ludwig Sass der dritte. Na schau, Diesmal aus Wiesbaden, die sind gerade auf Urlaub unterwegs. nämlich, schön, Ja. schön. Bei mir der darfst du. allererste ist der Alexander Hauser. Grüß Gott. Alexander Hauser, aber die Ehre, servus. Dann nehme ich Matthias Mariacher, Ludwig Sass, Peter Prachtl ist da, Wohlfühl, Oase, Patricia. Die Patricia. Grüß dich servus. Gott. Susanne Moser wünscht uns einen tollen Abend. Susanne ist auch da super. Grüß dich gut. Franzem, genug herum, YouTubet endlich was Gescheites. Guten Abend an die Pavlatschiste-Runde. Franzem, jawohl. Also eigentlich könnte man jetzt auch sagen, Pavlatschen nicht nur besser als Fernsehen, sondern besser als YouTube. Nein, das ist nicht, das ist ein Blödsinn. Das ist wahr, gell? Das ist schwierig. Ja. Das ist ein bisschen. Ja. Naja, jawohl. Na, darum sagen wir es nicht. Markus Bestronik, ansprechendes Titelbild. Macht direkt Lust, mal vorbeizuschauen. Einen lieben Gruß in die Runde und an die Burben. Freue mich schon auf eine leibende Pavlatsche und gute Musik. Jawohl, Markus Bestronik. Danke dafür vielmals. Markus Volker ist da, servus. Dann habe ich eben erst den Rudi Korbis. Rodolfo Korbis, bei mir so später, weil er erst der Erste. Also nach was dieser Chat-Ding Keine bei mir Ahnung. geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Fritzl Status, unser Grand Senior, anwesend, Spaziergang, jawohl. Letzten Montag war ich leider verhindert. Und bist uns angegangen. Aber schön, dass du wieder dabei bist. Landtalstromer, jawohl. Lord Dauer ist dabei, Daniela Schlögl, unsere Prinzsche besser. Grüß dich gut. Weltklasse. Matthias Gerold, Werner Wichtig. Ja, heute 2 Gläser getrunken, Franz. Richtig. Der Bernd Roh ist da. Wolfgang Roatzka. Servus, grüß dich Gott, ein lieber Kollege. Jawohl. Der Maber, Michael Unger.
Momoem. Auch ein Kollege. Auch eine Momoem. Ja. Unsere Princess of Dawn. Da müsst ihr wieder in... Glaube ich nicht. Warte, ich sag's nochmal. Momoem ist da unsere Princess of Dawn. Jawohl. Jawohl, so schaut's aus. Die Mega ist da, Grüezi in die Pavlacisterie, Servus, grüß dich Gott, jawohl. Ja, jetzt haben wir mal, glaube ich, die meisten einmal. Das beste Jäckchen, Kottjäckchen. Bravo, Berndro. Schön. Wir Direkt nicht, ja. Eine gute Idee, schön. haben heute, was haben wir da eigentlich, Idris? Was haben wir da? Ein Remy Martin XO. XO. Ja. Schon sehr alt, den kenne ich bereits aus unserer frühesten Zeit. Also, Der ist bei mir schon wirklich kein gestanden. Spaß. Das ist noch... In der Bar bei den Eltern gestanden. Also ungeöffnet. Ungeöffnet, ja. natürlich noch. Den haben wir erst aufgemacht vor 2 Jahren, oder was einmal, glaube ich. Oder so 3 Jahre, 2-3 Jahre. So lange ist, glaube ich, gar nicht her. Wann überhaupt, ja, Aber stimmt. es ist natürlich... Normales geht es ja darum, der raucht ja aus. Nicht? Aber Nein. er ist in Da Ordnung. war ein Er ist in Versiegel Ordnung. da und hat er Flop gemacht beim Aufmachen, kann ich mich nur erinnern. Ja, ich meine, wann er mal offen ist, Wann dann offen kriegt ist, er ja. kriegt er eigentlich, aber man soll ja Flaschen Sorry. Cognac trinken, ich meine, hallo. Wir trinken ja sonst nichts. Eine Flasche Wein, Da soll gut, man aber- Cognac auf einmal trinken. Das ist, für das trinkst du aber schnell. Ja, aber ich finde den sehr gut. Ich finde es sehr gut. Wird nicht der letzte gewesen sein. So, meine Lieben, wir haben, ich weiß nicht, ob der Ackerleute zuschauen wird. Das weiß ich jetzt gar Momentan nicht, ist er noch nicht da, aber weil der war jetzt in Rimini. Mit Motorrad. mit Recht oder? Mit Motorrad. Recht oder? Unser Iron Acker. Und Remy räumt den Magen auf. Landtalstromer. Absolut. Das muss ich mir jetzt merken in Zukunft. Also, Remy räumt den. ich werde mir immer so eine Flasche leisten. Ja. Das ist- Brauchen wir. Brauchen wir unbedingt. Ja, was wollte ich denn sagen? Was Über den wollte ich Ackerl sagen? wollten wir. Über den Ackerl. Kurz über den Ackerl Der reden. Ackerl ist noch nicht da, wird vielleicht noch kommen. Wie gesagt, war in Rimini. Ist aber sicher schon zu Hause wieder, weil da war sicher wieder Der war sicher schon arbeiten, ja. Am Montag ist, ne? Und das letzte Mal hat er gesagt, ich war einfach müde, ich war einfach fertig, ich hab nicht können. Na, ist schon da! Da ist Bin er gut ja. zurückgekommen, jawohl! Da ist er ja. Da ist er Ackerl. ja. Ackerl war in Rimini, haut's eine. Für den Christoph Acker eine originale Achteln, dass er sich noch original für ein verlängertes Wochenende auf sein, nicht auf sein Motorrad, sondern auf eine Kawasaki, die er zur Verfügung gestellt Genau. bekommen hat, von Kawasaki Österreich, oder halt von einem Händler, weiß ich nicht von wem, aber und quasi eine Testfahrt und ist nach Rimini gefahren. Weil er Einfach gesagt so? hat, in Kroatien hat er gesagt, war das Wetter irgendwie so, dass definitiv nur Regen war. Und dorthin ist gegangen. Aber Und Italien das ist schon gegangen. Also die andere Seite ist Dürfte schon. schon gegangen sein. Super. Auf jeden Fall ist er gut zurückgekommen, das ist wichtig. Daher bitte rote Achteln für unseren Iron Acker. Und sie kommen bereits, die roten Ja, Achteln. ausgezeichnet. Das sind sie schon. Schau, der Straßenhans ist da, Straßenhans, servus, grüß dich Gott. Weil der Ackerl ist ja unser Filmteam. Unser ganzes Team. Unser Kameramann, hätte ich bald nur gesagt. Nein, aber es ist gescheit. Aber es ist der macht weitaus ja alles. mehr, es ist Der ja macht viel ja mehr. alles. Der macht alles und das ist sehr, sehr, sehr leibend. Und weil die Daniela Stögel, unsere Principessa, als auch Christoph Acker, unser Ein-Mann-Filmteam, Ackerl, also Ackerl Productions, Also sozusagen die Da sind- Mannschaft ist versammelt. richtig. Da können wir das nämlich gleich jetzt ganz klar machen. Ganz offiziell verkünden wir. Patrick jetzt. macht das. Und zwar am 4. Dezember, Montag, 4. Dezember, Samstag. Ich rede schon am Blödsinn. Ja. Patrick, bist du ein Cognac? Ja, schenkt mir Cognac, Nein, bitte. Schenkt einen Cognac. Samstag, 4. Dezember, eine Sonderpavlatschen. Also am Montag drauf gibt es ja selbstverständlich auch eine, aber Samstag, 4. Dezember. Samstag, 4. Dezember, 200. Pavlatschen mit unseren Spezialgästen. Jawohl. Unsere Principessa Ich kann gar nicht. samt Max Max. und Iron Acker. Christoph Acker. So sehr sie wollen. Also wir haben nur vorgefühlt, ob Gemeinsam hier wollen sozusagen. können. Es wird auch hier in der Klaus stattfinden, das wissen wir auch schon. Jawohl. Also heute sich am 4. Dezember, Samstag frei, die 200. Pavlatschen Sondersendung. Genau. Mit unserer Principessa, mit Max, der hoffentlich die Gitarre wieder mitnimmt. Wenn nicht, ist sind nur andere da. Sind Also. natürlich da, aber ja.
und eben der Ackerl. Weil, warum? Muss man jetzt auch noch sagen, aber zuerst trinken wir mal auf das. Also ich hoffe jetzt einmal, dass natürlich sowohl, weil wie gesagt, wir haben weder die Schlögels noch in Ackerl konkret gesagt, dass es soweit ist. Konkret Und nicht, jetzt, aber ich glaube, es wird, der 4.12. ist Montag, sagt der Landtagsstromer. Was hast du jetzt wieder für einen Plätzchen geredet, Patrick? Was hast du wieder für wir haben Plätzchen? falsche Datum angesagt. Wow. Der 4. ist der Montag, ja. Na, dann ist das Ganze bitte am 2. Na, warte mal. Wenn der 4. Dezember der Montag ist, Ja, genau. 4. Dezember Montag, selbstverständlich, Pawlatschen, die 201. So, ganz normal. Und am 2. Dezember unsere Sonderpawlatschen, 200 mal 16er Burm auf YouTube. Leicht zu merken, Wahnsinn. 2. Dezember, die 200. Sendung. Und Ganz einfach. Feinripp habe ich immer noch keines. Christoph Ackerl, das wir- kriegst du von uns. Wir sorgen dafür. Kriegst du von uns. Schau, Daniel, ich sagt auch schon, Samstag ist der 12. Samstag ist der 2. Ja, der 2.12. Ja. Passt Haben schon. wir hinbekommen. Dankeschön, danke. Danke für die Korrektur. Ja. Schau, Fritzl Startlos, ich vermisse Wien so sehr. Ja, Fritzl, wir freuen uns schon, was wieder kommst. Das wird wieder Hitz. Ja, und jetzt ist es so, haben wir schon getrunken drauf? Nein. Nein, haben wir jetzt nicht. Ja. Auf die 200. Jawohl. Samstag, 2.12. Und warum haben wir gesagt, laden wir ein Daniela Schlögl und den Max Schlögl und den Ackerl. Haben wir gesagt, weil viele machen das ja so, dass dann bei so Jubiläen, dass halt dann zum Beispiel Wegbegleiter aus der Musik, nicht? Oder also quasi eher so ein bisschen eben die Aushängeschilde, Promis im Idealfall, nicht? Oder so. Nein, Nein, wenn man nicht so, ihr wisst schon, was ich meine, nicht? Und wir haben gesagt, nein, eigentlich die Leute, die für uns sowieso Promis sind, ist klar, aber die das Wiener Lied eigentlich erst über uns wirklich kennengelernt haben, es schätzen gelernt haben und wirkliche Fans und Freunde geworden sind über das Ganze. Das kann man wirklich sagen, ja. Ja. Absolut. Und Unterstützer, nicht? Weil ich meine, allein schon die Nussschnapslieferungen von der Daniela sind mörderisch. Ich darf es nicht so mal sagen, ich habe nur 2 Flaschen daheim. Ja, sogar. Noch? Wirklich? Na ja, gut, ich war länger nicht bei dir. Ich Das- spare ja, das. Na, das ist arg. Ja. Dann natürlich Christoph Acker durch seine Unterstützung mit den Filmaufnahmen. Wahnsinn. Der Max, das ist sowieso nicht, ich hoffe, er bringt wieder Brot mit. Also auf jeden Fall haben wir gesagt, nein, wir wollen, ich weiß das schon seit einer Woche, Daniela Schlögl, woher weißt du das? Plaudern Sie sowas. Was hast nicht, du gesagt, Nein, oder was? wir haben das in der letzten Pawlatschen schon Naja, besprochen quasi. Mit Mit der Daniela schon, ja. Mit der Daniela? Mit der Daniela haben wir es quasi besprochen. Ja, wir haben gesagt, dass es quasi wahrscheinlich so sein wird. Und bei uns ist also, wenn wir sagen quasi ist, was dann ist. Nicht? Also, Das stimmt natürlich, das stimmt. Also- Aber, nein, aber jetzt ist fix. Jetzt ist es fix. Und der Ackerl, der kriegt ein Feinripp. Marker, was für Gräser hast du? Der Feinripp ist wurscht, das zieht sich schon. zahlt sich Das aus. zahlt sich schon, ja. Nein, aber das Sprich aus Erfahrung, gell? Ja. Nein, aber und uns ist wichtig eben, weil ohne Pawlatschen hätten wir Daniela Schlögl, Max Schlögl und Christoph Ackerl und viele, Ja, natürlich viele andere Träger, auch. hätten wir Nicht auch gar nicht so kennengelernt, ja, über den Brennraum, da haben wir Zoglos Welt, TV, das ja, aber nie so privat, persönlich und eben, dass wir mit dem Wienerlied Menschen berühren konnten, die eigentlich mit Wienerlied nichts zu tun haben. Das ist wiederum für uns so eine tolle Geschichte und das sind einfach 3 Freunde, die wir da jetzt sozusagen repräsentativ für viele andere einladen wollen. Das ist der Hintergedanke. Wir sind natürlich gerne dabei und danke für die Einladung, Daniel Schlögl. Jawohl. Daniela und ja, Gästezimmer habe ich. Gell? Also das ist auch klar. Selbstverständlich. Den Ackerl habe ich schon gesagt, er muss ja nicht mit dem Motorrad kommen, weil er braucht halt die Schlafausrüstung, die Campingausrüstung, weil der muss am Boden schlafen und mehr Platz habe ich nicht. Ja, Er auch, aber der macht das. Christoph, gell? Und ich meine, und das Ehepaar natürlich, nicht? Das Selbstverständlich. bekommt das Gästezimmer, das ist ganz klar. Selbstverständlich. Das, was tut immer ich kriege einen Hexenschuss von deiner Vernegerei. Ein bisschen Bewegung Das schon. ist ein Wahnsinn. Ja. Nussschnaps, gute Idee, der sollte doch schon trinkbar sein. Ja, der ist gut trinkbar sogar. Ja. Christoph Acker, wirklich geil. XXS, weil es bauchfrei sein soll. Nein, soll nicht bauchfrei sein. Nein, Ackerl. Was der Nicht- Top? Ein Feiderip Top.
Gar keine schlechte Idee. Nicht Das schlecht, wird die neue Mode 2025 erst. ja. Und es ist halt so, der Ackerl hat mir schon gesagt, dass wenn wir das machen sollten, dass wir am Sonntag Pressefotos machen, dass er mit uns auch fotografisch aktiv War sein das eh schon? Also ich habe es einmal angedroht, dass es so sein könnte, wie gesagt, jetzt fix, aber wir werden uns noch alle hören und noch da ausmachen. Und wir freuen uns drauf. Ja, das wird passieren, aber davor haben wir natürlich noch weitere Pavlatschen und ja. Und Derge. Und derige. Was wir jetzt auch schon sagen, das ist ein bisschen gar früh schon, aber wir freuen uns schon auf den 1.11. Brauerspaziergang. 1.11. beim Stippert. Beim Stiepert, jawohl. Wie sagt man da, Unsere Premiere. Ja, Unser Heimspiel wieder. Unser Debüt. Unser Debüt, unser Back to the Roots Ja. Debüt. Also eigentlich, nein, Debütlotterie. ist eigentlich kein Debüt. Naja, also dort zum Spielen meine ich jetzt als Konzert. Als Konzert. Ja, kann man sagen. Ja. Schau, die dann nicht schlimm, wenn man ein aufblasbares Bett. Ich habe ein Gästezimmer. Ich habe ein Gästezimmer, da können 2 Leute schlafen drinnen. Also das ist auch ein Bett. Also, ne? Habt ihr schon öfters genächtigt, ja. Ja. Und der Patrick er räumt freiwillig diesen Raum, Überhaupt kein Problem. um euch Platz zu machen. Und der Ackerl und der Patrick werden ein Stück höher in meinem Atelier Im Atelier schlafen. schnarchen und ich halt in meinem Schlafzimmer und hoffe, dass alles leibend ist. Schau, Spaziergang 20 Grad sind bestellt. Weltklasse. Jawohl. Weit geht es da, jawohl. Franz M. sagt natürlich richtig, wer schläft denn dann? Das wird die XXXXL Pavlatschen. Naja, eine gewisse XL-Ebene könnte man schon vorstellen. schon sein. Das könnte sein, ja. Das Ackerl will Fotos pressen, Aris Elefante. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Harry, Jawohl. Weltklasse. Großartig. So, aber jetzt müssen wir was spielen einmal. Ist eine gute Idee. Ich wollt. Ich war heute der kleine Stravanzer, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nicht gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nestel raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen Glück hat mir gefällt. Wenn ich so beim Wendel sitz und denk drüber nach, da gefreut mich gleich kein Schmäh, kein Witz, denn das Liedl macht mich schwach, weil's mich so erinnert dran, an die Lastbahn-Zeit, die man nicht vergessen kann. Mir ist, als war's noch gegangen wie heut, ein Bub, das kann ich nimmer werden. Aber Stravanzen tue ich heut noch gern. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Hat sich nichts geändert. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal
vom Nestel raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen Glück hat mir gefällt. Rudi Lutsch, Opus 1, gemeinsam mit dem Gewalt, mit seinem Vater noch. Großartig. Einmalig. Einmalig. Leichte stimmliche Angeschlagenheit, merke ich, aber Naja. es geht, nicht? Aber wir bringen das schon zusammen. Nicht? Ui, er zieht jetzt schon. Ja, Du musst sofort zur Tat schreiten. Max übt eh schon fleißig. Spielen kann ich halt nichts, aber eine Geschichte vorlesen erzählen, falls das nicht so langweilig ist. Dann wir werden uns schon irgendwie ein Hetz machen. Das wird, Und welche das ist Geschichte? das. Ich wünsche mir eine spezielle. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Nein, es muss jugendfrei sein. Wir sind family friendly. Wie viel Wasser ist da geben? Ich sage jetzt nichts dazu. Aber, Na, was heißt? Sollte auch mal wieder ordentlich üben auf der Gitarre, dann wird es vielleicht noch was. Ja, bravo Christoph. Unbedingt. Schau da was. Formel nach Nuss, da was ist. Ja, der Formellied. das Joda-Form-Lied. Ja, der Formlied. Ja, der Form. Heute noch Muster Franz. Dankeschön, ja. Bitteschön. Aber ihr müsst jetzt schon noch was einfallen lassen, ein bisschen. Also, ihr müsst schon irgendwas tun auch noch. Ihr müsst schon noch irgendwas tun auch noch. So ganz geht's nicht aus. Es reicht ja, wenn es da sagt eigentlich. Nicht? Naja, nein, ich meine jetzt gar nicht die Daniele, sondern ich meine die Fan. Naja, Also ich glaube, die Gäste müssen noch was tun, noch mehr. Die müssen was tun, müssen was mitbringen. Glaubst Doch. Schau das an, liebe Grüße aus der schönen Steiermark. Heiß sagt die Chantal Schwarzbauer. Chantal, jawohl. Servus. Unser alles siehst, ich habe nicht vergessen, die letzte Paulatschen kriegst du noch geschickt, aber das mache ich wieder in Wien. Weil, da habe ich die bessere Internetverbindung und bald, Ja. sie haben schon aufgerissen, die Straßen. Vor dem Zaun. Hat ein ganz schnelles Internet. Ja, wenn es weiß, haben wir bald Glasfaser aus dem Studiotunnel. Also doch vor mir noch. Ja. Da kriege ich es frühestens nächstes Jahr. Ich auch. Also da werden wir schauen, wer schneller ist dann. Ja, Eibestal oder Batschenau. Man wird sehen. Man wird sehen. Das geht ein enges Rennen werden. Aber weiß nicht, ich glaube nicht so schnell, weil wir werden sehen. Ich werde ins Ortswasser angebunden. Da kriege ich das Wasser. Und da längst die Leerverrohrung mit fürs Glasfaser. Das heißt nicht, dass ich Glasfaser kriege. Verstehst du? Das muss man alles immer differenziert sein. Aber das Eigentlich, schaut wenn man so in Ortschaften weiß, wenn einmal eine Leerverrohrung da ist, ja, kommt das Glasfaser auch. Das mich wundern, wann also, ja, muss man echt sagen. Muss man ehrlich sagen. Also, Ja. Die Geschichte ist nicht Ist wirklich jugendfrei. Daniela Schlögl. aber geil. Ja, Jetzt jetzt habe ich es endlich drauf geschissen. Ja, sag einmal, Jetzt habe ich es Patrick. endlich gesagt erst. Sogar Patrick, Ja. so eine Sau, so eine Drecksau, wirklich wahr. Nein. Tut im Lichtental, Spaziergang, ja. Schon lange nicht gespielt. Schon lange gespielt. Drunten im Lichtental, hint beim Olliserbach, steht eine alte Kraxen mit einem Schindeldach, wo die Fenster sind, fest verschmiert mit Leim. Dort wer's wissen will, bin ich daheim. Wer mich suchen will, braucht keine halbe Stunde. Denn wie's falsche geht, so kennt mich alles am Grund. Es gibt kein Madel, das nicht ist, mich verbrennt. Und den Sternglas ich dort nicht kennt.
beim Häuserbruch steht der alte Kraxel mit einem Schindeldach, wo die Fenster sind, fest verschmiert mit Leim. Tut, wer es wissen will, bin ich daheim. Ewig nicht gespielt Schon und länger nicht sofort wieder erkannt. Wird länger nicht gespielt, ja. Aber schöne Nummer. Klausi, Großartige Idee. Klausi bekommt eine Lehrverordnung für Wireless. Franz M., das kriegst du zurück. Das kriegst du zurück, das sage ich dir. Ich glaube, der bekommt die Lehrverordnung für die Ventliner-Pipeline. Ne? Das ist schon direkt Ja, genau, ja, das direkt war aus leider. von Eiwestall nach Botschenau. Wunderbares, schönes Lied, sagt die Susanne Moser. So schön, mega Pemplerten und die Achtel verleidigt. Danke schön. Dankeschön. Ich schicke euch einmal zum Probelesen, dann reden wir weiter. Jawohl, Daniela. Das Jawohl. Weil das gehört zuerst einmal, muss einmal durch die Redaktion. Das ist ganz klar. Spaziergang, noch eine Idee. 6 Leil, so war es aber 30 Minuten. War schon Ja, lang. machen wir es gleich. Machen wir oder? gleich. Freilich. Wie geht da nicht einmal? Wie geht denn Die das? Tor einmal. Tor einmal. Drum von Benzinger Kirchen hört man es 12 Grad schlagen und durch das muntere Gassen birgt um die Ecken ein Wand. Vor einem alt Wiener Häuser, wo alter Madel steigt aus, macht ein verlegenes Knicksen, dann huscht's wie ein Masel ins Haus. Immer noch die raschenden Walzer, die Walzer vom Lande und Straß, dem Herzen ein bisschen verliebt sein, so kommt sie vom Donner jetzt aus. Die Guckel sind blau wie die Fägel, sie glänzen voll Lust und voll Freude. 60 Lehrl so was, auch noch 30 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand, druckt ihre Blumen ganz heimlich, Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunner erklungen, da hat ihr zärtlich schon da. Und bei die Werbe da hielt beim Futtern ums Patschanterland. Immer noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Land und Straß. So schmuddelt sie sich in ihr Bettel, dann löscht sie die Wachskerzen aus. Kaum hat sie die Guckel geschlossen, träumt sie schon vom künftigen Glück. 60 Leidl so was, auch noch 30 in Wien, und die Zeit, die kommt dann nie mehr zurück. Jawohl! Danke euch schön. Jawohl, ich danke vielmals. Ja, wo ist Lercherl? Klausi sagt er, schau super, das sind 5 Euro vom Waldgeld. Von den Hardcore, Nymphe, Sunny und Mutzi. Ja, da trinken wir mit Cognac. Da trinken wir mit Cognac. Ein großer Schluck. Waldgeld, Sehr danke zum schön. Wohle. Beste Grüße an unsere Nymphensittiche. Die wienerischsten, Einzigen. die winophilsten, die es gibt auf der Die Welt. einzigen wahrscheinlich. Die einzigen. Und dann steht wieder einen Schmattes, einen Obolus. Was haben wir noch? Ich habe gerade gehört, dass in der Rama jetzt nur mehr 450 Gramm statt 500 Gramm drinnen sind.
die Rama, solange ich ein Viertel Kilo Butter habe, Rama. Schau mal, was besonders, Wahnsinn leibend. Ist sie ein Rama, habe ich jetzt Mittag ein Drama. Ja. Das ist, aber das stimmt schon mit den Packungen. Ich habe nämlich mir eine Buttermilch gekauft jetzt Ja, gestern und habe zufälligerweise mal drauf geschaut. Früher waren da drinnen ja eine andere Angabe. Ich meine, es ist einfach weniger drinnen, definitiv. Wirklich Das wahr? ist so, ja. in der Buttermilch? Ja. Es ist kein halber Liter. Nein. Es sind, es sind nur mehr 485 Milliliter jetzt. Wirklich? Aber 500 Gramm steht jetzt drauf. 500 Gramm, 485 Milliliter. Schön. Früher waren es 500 Milliliter. Ne? Ja, Buttermilch ist ein bisschen schweres Wasser. Ne? Ja, halber Liter. Ne? Ja, ja. So schauen wir aus jetzt. Ja. Das steht davor, nicht? Wir reisen, wir spielen nicht mehr die 57 Takte in dem Lied, sondern wir spielen nur mehr 50. Ja, 50 ist zu groß. Ja, Also ja. 53. 53, genau. Ein bisschen weniger, dass wir schneller fertig sind, dass wir schneller heimgehen können, weil, weiß nicht, das will ich. Ja, was war. Nein, es wird immer kranker. Ein Weinaquädukt aus Eibestal nach Bad Schönau. Irgendwer muss mit der Micky reden, ja? Das war aber was, Christoph. Das wäre dann kein Aquädukt, sondern das wäre ja, dann ein Wienerdukt, ja. Schön. Wienerdukt. Schau die Achtel verleihen. Butter ist besser, Spaziergang, fühlt man richtig. Die Rama, erst wegen der Rama. Wegen der Rama machen wir kein Drama, nicht? Haben wir gesagt. Ist in der Früh ein Rama, habe ich zum Mittag ein Drama wahrscheinlich. Wird so sein. Aber schau, Susanne Moser, super schön, ich mag diese alten Lieder. Ne? Das gefällt mir voll. Wenn es nicht ganz jugendfrei ist, studieren die Burm den Haselbach am Arsch oder die Höhlerriegel dann sein, dann ja, passt zusammen. Ja, stimmt. Irgend sowas müsste man uns einlernen. Braucht man nicht einstudieren, die spielen wir noch nicht so gern. Ja. Das ist nämlich wirklich nicht jugendfrei, das ist ein Problem. Aber wenn man irgendwas, der Patrick kennt das schon wieder spielen einmal. Ah, Aber du musst nicht die Machen Strophen wir ausschauen. bei der 200. Na, Manio. Du musst die, Bei der 200. gibt es sowohl den Haselbacher Marsch als auch die Höhlriegeltanz. wirklich, alle zwei? Ja, Kann ich beide spielen? Ja, Wieso? ja, du kommst mit, das ist Aha, kein Problem. okay. Ist nicht schwer. Nicht Okay. schwer. Nein. Ja, da spiele ich noch mit, weil sowas singe ich nicht. Ich nicht, nein. Da bin ich Wir schauen, wie viele Strophen von der Höhlriegeltanz, aber schauen wir mal. Ja. Das ist der gleiche Preis. 5, 6 genau, nicht schwer. genau, der Michael Ungar, der gleiche. So, Matthias Mariach. In Italien gibt es 0,45 Liter Limo-Flaschen. Schauen fast aus wie halbe Liter, aber eben nicht gar nicht. Ja, das ist ein Wahnsinn. Denke mir echt, das ist unglaublich. Wobei der Schmäh hat eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren begonnen, muss man ehrlich sagen. Weil früher war ein Liter Wein, nicht? Ja. Dann kamen die Butellen. Ja, wobei die Botellen aus ist schon Frankreich sehr kamen lang. die, Die glaube ich. gibt es halt schon lang. Gibt schon, darum sag ich, es begann ja schon viel, viel früher, die ganze Geschichte. Nicht? Die Mogelpackung. Nicht? Weil der bessere Wein kam mit die Butelle. Ja. Butelle. Die Butelle. Butelle heißt das nicht. Butelle. Das ist ja Butellen, nicht? Butelle. Butellen, das haben wir apropos. Butelle. Ein anderes Thema auch wieder. Aber Schau, der Rudi Korbes, der Rudi Korbes weiß das. Seit die Kuh nichts zum Fressen kriegt, ist die Milch leichter. Bravo Rodolfo. Das Wienerduck bräuchte aber Pumpstationen bis Bad Schönau, ja. Das stimmt. zum Rudi fällt mir noch was ein. Du weißt nicht, warum der Rahm so viel teurer ist als die Milch. Weil die Kirse so ungern auf die kleineren Flascheln setzen. Ich rauche mal. Ja, möchte mich entschuldigen. Gut, das ist ja das einzig Wahre. Da ist mit der Preis Nebensache. Ja, ja. Da war ich schon noch. Kühe sind auch kleiner geworden. Ist auch noch. In Italien gibt es auch 0,7 Bierflaschen. Ja. Aber da muss ich sagen, beim Bier, da bin ich ein Fan der kleineren Einheiten. Prinzipiell ja. Da will lieber Seidel als ein Kriegel. Aber ich bestimme trotzdem meistens ein Krügel. Ja, was Problem Beim ist. ersten zumindest, weil das erste ist ja weg. Also meistens. Ich bestimme sonst auch Kriegel, weil, also wenn ich jetzt da Bier trinke, also wenn ich einen Abend bei Bier verbringe, ne, da scheiße ich nicht mit Seilen herum. Auch zum aus Mittagessen. Preisgründen. Aus Preisgründen, ja. Ja, Krügel ist eigentlich. Ja, Kriegel eigentlich, ja. Aber wenn ich nicht zahlen muss, dann lieber Seilen. Am allerliebsten Pfiff. Ja, Pfiff war überhaupt leibend, aber Das ist immer frisch. immer frisch, gut. Ja. Stimmt. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Früher war Flaschner Doppler, der Christoph Ackerbrinz auf dem Punkt. Ja, Doppler ist jetzt schon Klassiker, nicht? Aber du hast zum Beispiel die Einbaukühlschränke, die bringen den Doppler gar nicht ein in die Tier. Nicht? Ja. Meiner, da geht das noch. Das ist ein freistehendes Da brauchen wir einen, Exemplar. wo es geht. Da stößt das eine, da passt. Ja. Bravo Patrick, sagt der Rudi Korbes. Einmalig.
So, pass auf, nein, ich hab gesagt, ihr müsst was leisten. Leil, ihr müsst was leisten, die Paulacisterie ist nicht nur zum Vergnügen da. Habe ich gesagt. Oh, jetzt, Und nein, wir viel sind wir noch? weil das ist nämlich sehr gut angekommen. Weiß ich, das ist letztes Mal sehr gut angekommen bei der 100. Pavlatschen. Die Grußworte, ja, die Grußworte. Und ich sage mal so, ich blende ein, blend's gleich ein. ich blende ein, die Steuerer oder nehmen wir die Büro. Nehmen wir die offizielle, ist ja wurscht. Ist egal, das kriegst du sowieso weiter, nicht? Also, Ja, die offizielle ist kürzer. ja. Büro @16er.at. Seid so lieb, macht doch ein kleines Grußvideo im Sinne folgendes Inhalts. Es war kein deutscher Satz, ist mir klar, aber hey, wir sind nicht beim Latschen. Und zwar folgendes. Wir würden uns wirklich wünschen, ein Video von euch. Wann möglich. Müsst ihr nicht, aber das wäre super. Kurzes mit Handy aufgenommen. Ganz einfach, ganz simpel gehalten. Ganz Macht genau. euch nicht zu viel Gedanken Genau. um die Aufnahmetechnik. Vollkommen wurscht. Wichtig ist nur sozusagen ein kurzes Statement, warum ihr sozusagen, ich nenne es einmal so, wo mir der Begriff natürlich immer mal schwer mit Fan, aber warum ihr 16er Burm Fans seid. Was macht uns 16er Burm aus, dass ihr entweder jeden Montag oder doch oft am Montag oder viele Montage mit uns in der Pavlatsche verbringt. Das würden wir uns wirklich wünschen und das wird man natürlich dann auch präsentieren in der 20. Sendung. Ist ganz klar. Selbstverständlich, ja. Und ja, das wäre ein Wunsch. An diese Adresse bitte zu schicken, weil es ist einfacher, als wenn ich dann auf verschiedenen Kanälen ein Video zugeschickt kriege, dann übersehe ich leichter mehr ans. Die Übersicht ist nicht mehr Übersicht, nämlich. Ja. Am liebsten war es mir per E-Mail eben auf büro@16er.at und ja, das wäre super. Also ein kurzes Statement, grüß euch, ich bin der und ich bin ein Paulacisterer oder Paulacisterin, gendern, und oder ich bin ein 16er Fan, weil. Und das war's schon. Mehr braucht man gar nicht oder wollte man gar nicht. Aber das wäre echt super, wenn ihr das für uns machen könntet. Startet jetzt da. Ich werde es dann natürlich noch auf die sozialen Medien teilen. Wird überall Aber im Prinzip, erkennbar sein. die Aufgabe ist klar. Aufgabe. Eine Bitte an euch. Das steht uns wirklich freuen. So, Jetzt redet er wieder Lehrer. Gell? Das ist Gell? eine Aufgabe. eine Aufgabe. Der Seminararbeit fast schon erst. Ich schreibe ein kleines Mitteilungsheft. Patrick hat während des Unterrichts Cognac gesoffen. Das wär echt war super. was gewesen. Ja, das wäre echt super. Und ich werde es natürlich, die Chantal, weiß nicht, ob sie noch zuschaut, ich werde es dann natürlich auch gesammelt an die Chantal weiterschicken, damit sie daraus ein schönes Video macht oder mehrere oder also das schön zusammenstellt. Irgendwie. Da werden wir schon noch findig werden. Es wird, das steht uns echt freuen. Ja. Ihr könnt euch da natürlich kreativ austoben. Also das ist jetzt die Grundvoraussetzung oder die Grundangabe. Wenn Ihr mehr könnt's natürlich kommt, machen. kommt mehr. Könnt machen, was Wir wollt. freuen uns über alles, was dann kommt. Selbstverständlich. Als Video. Klar. So. Der Patrick kriegt heute nichts mehr zum Trinken, sagt der Harry schneller Fonte. Warum? Weiß ich nicht. Wegen einem Rahmen. Schon ein Spaziergang. Ein Krügerl ist ein Schluck. Ein Seidel ist kein Bier und aus dem Vize wird nie Offizier. Michael Unger einmalig. Großartig. Ein Doppel ist ein Kinderspiel, da fangen wir gar nicht an. Genau. Leidl, die Daumen hoch nicht vergessen, es lebe der Algorithmus. Bravo, Harry schneller Fonte. Das ist lieb. Jawohl. So, warte, das blende ich jetzt einmal aus. Das wäre dann nochmal. Erinnert mich nochmal, dass ich das dann nochmal Rudi Korbes schreibt was sehr Gutes. Ich werde sofort zum Ofen schauen einmal. Ja, gute Idee, ja, danke. Danke, Ich Rudi. hat's nicht vergessen. Ich hat's eh schon. Achso. Harry schneller Fonte. Von dir muss erst rechter wiederkommen, weil wir brauchen Nachschub. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Das war, muss ich sagen, also das war bei der 100. Sendung war das wirklich total leibend. Also die Videos, das hat mir wirklich irrsinnig gefallen. Alter, das war beeindruckend, muss ich Sehr ehrlich sagen. lässig. Das war wirklich beeindruckend. Ja. Sehr lässig. Und ja, und der Harry schneller Fonte ist tatsächlich Der ist geblieben. in die Paulacisterie Das ist- viel eingezogen mit dem Video. Und ja,
Die Buben müssen ein Stück komponieren mit dem Titel Der Algorithmus. Ja, ist auch eine schlechte Idee. Der Algorithmus, Brauerei stelle vor, der Algorithmus. Jawohl. Schon für den Alles- Schluck nehmen. Alles für den Algorithmus. Jetzt habe ich kurz nicht gewusst, wo ich greifen Was soll. denn wieder? Nur das. Prost. Prost. Hau raus, dann haben wir spielen können wieder. Das geht nebenbei auch so. Der Algorithmus. So das wie ist in früheren Zeiten, nicht? 2 Backeln haben wir mitgehabt, 2,5 sind verraucht, nicht? Wie das Ja, gegangen genau. ist, weiß ich bis heute nicht. Genau. Das ist so. Richter Fackeln aus einem blasses Bild. Das war schon das geilste Bild. Ja. Muss ich sagen, Mut zur Farbe war das Thema. Mut zur Farbe. Aber Und das das quasi das das Farbbild in Schwarz-Weiß. sieht man aber, was der gute Ackerl gelernt hat im Laufe der Zeit. Ne? Die Videos, was jetzt kommen, sind schon anders als das Foto, was er damals geschickt hat. Ja, Ne? stimmt. Eigentlich. Naja, Das das war ein Selfie, ein schönes Selfie. Schau, all mein Stuff ist da. Bin jetzt auch dabei. Könnt ihr vielleicht nochmal von vorne anfangen, damit ich weiß, was ich versäumt habe. Du, naja, viel versandt. Man versandt Versandt hast du schon, ja. Du hast viel versäumt und auch nicht viel versäumt. Je nachdem, wie man sagen Wie will. man sieht, ja. Das ist halt so eine Sache. So, jetzt was machen wir jetzt? In dem Fall mal aus. Was machen wir? Was machen wir? Haben wir noch sowas alt so? Sowas mit dem, was wir gespielt haben. Na klar haben wir sowas noch. Neulich denk ich mir, lass dich rasieren und gehst dann am Egel spazieren und da hast du kein Geld, nicht gibst aus. So gehst am Galiziberg hinaus und wir am Galiziberg kommen und schau mir am Egel so. Da sieh ich ganz still und ganz calm, ein Vogel ist darum auf einem Baum. Ich denk mir, da krachselst du jetzt auf und nimmst du das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich oben war das Vogelnest leer. Und wie ich am Baum unten sitz, vom Aufgegrün fürchterlich schwitz. Da kommt ein Liebespaar versunken im Traum und setzt sich grad unter meinem Baum. Aber ich auf meinem Baum bin ganz still. Ich will ja sehen, was der Liebhaber will. Der sagt, ich hab dich so gern und du sollst mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr so allerhand. Sie sagt, ich tät dich mit dir gewähren. Ja, aber wer sie unsere Kinder ernähren. Aber geh Schatz, ich bin doch ein Christ. Naja, und du von demselben Glauben auch bist. Vertrauen oder drum auf den Herrn. Ja, der wird schon unsere Kinder ernähren. Da schrei ich oben vom Baum. Bagage, wenn schlägt sich dann an. Ja, wenn ich oben komme, dann sag ich den Herrn. Der Eich wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken als blass. Die haben glaubt, dass der Herrgott schon was. Die sind gerannt über Stock, über Strauch. Ja, aber kalt verlachen den Bauch. So schaut's aus. So, im zweiten Schlag wird die Satten verfüllt. Das war noch älter. Das war sehr alt. Das war sehr, das stimmt. Eigentlich Schon- hat der Schluss hat mir gefällt. Der Hans-Schluss. Der Hans-Schluss hat mir gefällt. Der Hans-Schluss? Wie ist denn der wieder gegangen? Achso, ja. Der Hans-Schluss. Der Hansi-Schluss. Nicht Hans-Schluss. Der Hans-Schluss. Hans-Schluss. Das Herz von einem echten Wiener. Ja, Wimbledon. Das müssen wir, das haben wir gesagt, müssen wir, Patrick will nicht unbedingt sie einlernen, aber wir haben gesagt, wir müssen einlernen. Wimbledon. Irgendwann machen wir das. Weil das mir gefällt es. Lana Musik, ja, das Herz von einem echten Wiener. Und was war noch? Scharf gehen wir es an, ja. Schau, der Ulrich ist der Ulrich. Der Ulrich. Ich bin grüß gerade dich erst Gott. dazugekommen. Große Freude, Ulrich. Weltklasse. Super. Weltklasse. Scharf gehen wir es an. Für Halloween, wann ich einmal stirb. Ja. Ah ja, Halloween ist ja. Morgen. Ja, Morgen, ja. ja, morgen, ja. Also da wäre nicht, aber es ist ja so, es ist nicht etwa meine Ablehnung gegen Halloween, weil es jetzt aus Amerika kommt oder sowas, sondern ich denke mir einfach, es gibt jetzt, ich meine jetzt, gerade aktuell, es ist so viel Grausliches in der Welt.
Ja, muss ich jetzt daheim auch noch Hexen und Zombies und Tode und das alles rein? Sollte man nicht einmal. Ja, verstehst du? Ich verstehe dich gut. Das stiert mich gerade ein Ich bisschen. verstehe dich gut. Es ist auf der Welt so Arsch. Und dann machen wir es jetzt noch absichtlich. Und was denn? Naja, ist ja wurscht. Aber ja, wenn er mal stirbt, gehen wir mal einfahren, ne? Das ist ja klar. Das ist eine positive Nummer eigentlich. Positiv. Wann ich einmal stirb, müssen mit die Jacke drum und dabei Zielen schlagen, weil ich das Lied, den ich war meines oder war viele der Madel von Wien, der in der Trauer geht und die Bordeaux steht, es ist dahin. An meiner grobe Stück oder war viele, wann ich einmal stirb, schmeißt's mir in die Grube hinein, noch ein paar Doppler Wein. Weil ich dies lieb, wann in der Krone drin nicht durstig bin. Kinder, füllt die Glasel nach, der weiß es morgens. Trink mal jetzt, was liegt schon dran? Ein rätschelloses Quiz. Ein geschmackiges Puzzle von meinem Schoß. Was braucht der Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? Da ist er, der Hansi Schluss. Leibwand, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Großartig. Wann ich einmal streben. Was haben wir da verpasst? Was haben wir verpasst? Ja, scharf gehen wir Sau können wir noch machen. Ja. Lana Musik, mein Ding, ist ganz deppert. Ich habe am 31.10. Namenstag und am 1.11. Geburtstag Spaziergang. Ist ein Wahnsinn. Wunderbar, ich habe am 2.11. Geburtstag. Ja. Ne? Ja, da können wir mit Stieper 2 Geburtstage feiern. Ne? Ja. Deiner quasi dann schon vorbei, dann bist du schon ein alter Mann. Der Patrick, wie viel hast du, Patrick? In 46. In 46er. 46. Wirklich? Ja. Ich bin ja nur 2 Jahre älter wie du. Ja, Achso, ich bin schon 48 Jahre alt. 2,5, darum sage ich immer 2,5 Jahre. Ne? Bis dort. Wenn man es genau nimmt. 2,5 Jahre, hast du recht. Morgen Sondersendung, Halloween-Lied. Jawohl. Halloween. Essiggurken herrichten, die meisten sagen doch Süßes oder Saures, anstatt Süßes, sonst gibt's Saures. Ja, genau. Ich stehe auf die Nacht die Sauerkrautfassel vor die Tür und passt schon. Halt, ne? Ja, bei mir der Klaus wird da gar nicht anleiten, so weit kommt ja keiner auf. Halloween ist eigentlich irisch, bedeutet so viel wie neues Jahr. Wenn mehrere Jahr mit Samhain das neue Jahr beginnt. Ja, ich weiß. Samhain beginnt so, Das ja. ist ja alter Ding, ja. aber die Art der, wie soll ich sagen,
Wie soll ich das sagen? Naja, Da spricht die die Art der Zeremonien heute, die widerspricht mir. Die hat mit Samhain auch nichts zu tun. Die hat auch mit Samhain nichts zu tun. Versteht? Geht eh so rund auf der Welt, genau. Na, und um das geht es mir jetzt auch. Wir brauchen mehr jetzt wenn es klingt deppert, was das sind über die mehr Esoteriker. Empathie. Na, und mehr Licht und Liebe brauchen wir. Licht, Liebe, Friede. Ich weiß, die sind immer so die Esoteriker sagen es immer so, aber da haben sie ja recht. Ich meine, ganz ehrlich, da wird immer nur herumgefeiert und herumgeschossen und der ist deppert und der ist deppert. Ich meine, ja, es gibt viel deppert, das ist schon klar. Aber Es gibt so viel Trotteln auf der richtig. Welt. Aber andererseits, ich meine, wie oft denkt man sich, mein Gott, jetzt war ich wieder ganz schön deppert. Ne? Also, wie oft ist so, dass ein Ich das anderer... jeden Tag, mehrmals. Na gut, bei dir denken wir das auch oft, ja, aber das ist wieder was anderes. Danke, Herr Kollege. Naja, das ist ja in der Familie. Freien sage ich jetzt nicht mehr. Ja. Siehst du es? Geht schon, ne? Geht schon los. Geht schon. Und so beginnt's. Ja. Ja? Die Dinge, Das und jetzt muss man dann da noch Entschuldigung, ich muss kurz. diese quasi schwarzmagischen Geschichten da auch noch in seine Wohnung reinbringen und überall aufstehen und alles ist so auf Blut und auf Gedärme, was da Süßigkeiten, was da alles gibt und der Leberkäse ist schwarz eingefärbt und so. Bitte, ja, ich bin auf der Tankstelle, will mir einmal wieder ein Leberkäse kaufen, wird mir angeboten, da ist ein Halloween-Leberkäse. Ja, Der schwarz, das ist so dunkelrot, so Ja, mit rote das- Ruhe. Und ich hab mir gedacht, warum soll ich denn den nicht schwarz essen? Ne? Das ist ja, warum soll ich das mitessen? So, ja, das ist alles natürlich mit roten Rüben gemacht. Und dieses, der orange Ding ist ja Cheddar-Käse. ja, ist eh super. Ja, man trotzdem einen normalen Leberkäse dann genommen. Ja, Also, nein, aber das ist, ja, ich mein, gut, das ist ja dann die Wirtschaft, Aber, die da ja. mit drin ist. Aber ich denke mir wirklich, dass ja auch die Leute nichts mehr dabei denken. Ich meine, ist ja in Ordnung, ja, dagegen ist die Kinder haben einen Spaß und dagegen will ich mich gar nicht verwehren. Aber ich denke mir, die Leute denken da gar nicht mit, um was man da eigentlich sich reinholt jetzt da. Ne? Ja, man holt Und sich. Erschrecken und Geister und Böses und Skelette und Erschrecken. Und was Man zahlt sich alles heim und dann wundert man sich, dass die Kinder schlecht träumen. Nicht? Ja, Oder gut, ich ja. auch. Nicht? Da wegen Halloween, wenn sie immer mehr schlecht träumen. Das ist, schlecht träumen werden sie vielleicht bei einem erotischen Gedicht, das nicht jugendfrei ist, von der Daniel Schlegel. Das wäre auch durchaus möglich. Aber. Das werden wir erst glaube sehen. ich aber Das nicht. werden wir erst sehen, wenn wir es vorlesen. Aber ja. Aber es ist halt, wie gesagt, ich will es gar nicht so negativ, aber ich denke mir, das ist wirklich, mein Gott, man muss da ein bisschen mitdenken, einmal schon langsam. Bitte komponiert ein Lied für Damen, das damit anfängt, neulich dachte ich mir, lass die frisieren und dann gehst du ein bisschen flanieren. Ja, genau. Ich weiß, Patrick, wir haben auch was für dich. Da schau her, Geburtstagsgeschenk kriegst. Ja. Ich habe am 18. April Geburtstag gehabt. Fast, ja. Am 5. Ich habe nur was gehört von 20 Kropfen. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Du, die Megan am 5. November Geburtstag. Ja. Die wir nicht vergessen. Na, vergiss Schau, nicht. Olmesdorf auch. Geburtstag meiner Großmutter. Darum vermerke Wie ich mir geworden? das immer. Ja, von Schau, der der Olmesdorf hat am Rauchoma, 5.11. Geburtstag. Die Oma hat Geburtstag am 5.11. Die Rauchoma, ja. Die Rauchoma, Väterlicherseits. Ja. Die Rauchoma, die eigentlich nie geraucht hat in ihrem Ja. Leben. Keine einzige Zigarette, Ja. glaube ich. Ich hasse auch Steuer und habe noch keine Steuer gezahlt. Nein, das ist schlecht. Gelogen. Am 1. April der Ulrich, ja, das ist ein Schmäh. Ein neues Lied, es gibt so viel Deppert in der Welt. Ja. Es gibt so viel Trottel auf der Welt. Es gibt so. Gibt's eh. Licht und Liebe, warum ist dann bei euch Gratland so finster? Naja, das ist, weil das. Ich habe nur einen Scheinwerfer. Schau, die Mega ist im Fondue-Sprint. Ja, nicht da, also Besuche noch Freunde, Veranstaltungen nur für den Münchner wird es langsam arg. Das stimmt, Klaus. Daher wird traditionell keltisch-druidisch. Ja, ja, das ist ja ganz was anderes. Aber das ist ja so auch wie Allerheiligen, jetzt im Katholischen, das hat halt einen anderen Sinn, aber da macht, ich meine, das ist ja, ich stehe auf alte Traditionen und auf Zeremonien und auf so Rituale, gell, die alt überliefert sind. Aber so dieses neu Erfundene kann auch gut sein, aber es hat sich bis jetzt, habe ich noch nichts neu Erfundenes gesehen, was gut ist. Noch nichts. Bis jetzt ist einem nichts eingefallen, weil es meistens einfach nur ein wirtschaftlicher Hintergrund ist. Sonst Ist gar so. nicht. Das ist so wie bei den Kriegen und überall. Es geht nur ums Geld. Und wir sind alle so deppert und fallen immer wieder drauf rein.
Es ist ja so. Es ist ja so. Patrick und Klaus, bitte färbt euch doch zu Halloween die Haare schwarz. Das ist aber, ich habe mir das schon überlegt, der Patrick und ich, wenn wir mal frisch vom Barbier kommen, also schön rasiert ordentlich am Schädel, dass wir mal eine Tagel muss filmen kommen und wir machen einen Shampoo-Test. Oder gehen einkaufen, weißt du? Gehen einkaufen zum DM oder was, so wie die Influencerinnen da, die. Nicht? So, und gehen und Haarspülung und was weiß ich, und was fragen da aber ist. nach bei den Fachleuten dann, also was beim dem Fachleit, weiß ich nicht, aber muss man dann nachfragen, ja, wir hätten gerne eine Beratung für Shampoos für uns zwar. Wir haben unterschiedliche Haare. Ich finde das war leibend. Gestern haben sie eine Köchin gesagt, die Das hat können wir aus mit einem Bart machen. Sauschel einen Totenkopf gemacht. Was heißt? Mit Bart können wir das machen. Naja, aber mit Bart ist wieder nicht lustig. Ich finde es mit der Glatzen lustiger. Nein, das stehen ausgleich. Schau mal all mein Stuff. Klaus total interessiert an der Leberkäse-Geschichte von Patrick. Ja, ist eh super. Ja, das ist gut beobachtet, gut beobachtet. Halloween ist mir wurscht, solange der Black Friday bleibt. Ja genau, Black Friday. Ist das schon? Ah, das muss ja auch schon bald sein wieder, ne? Ist ja November immer, ne? Ist das im November? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, und ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts. Oh ja, bis dahin, uns fällt noch was ein. Ja, irgendwas kaufen wir schon noch. Nein, ich brauche Wir nichts. brauchen hundertprozentig was. Ich brauche nichts. Ganz sicher. Kommentar des Tages. Ja, ist eh super. Markus Bristol, echt, habe ich das so gesagt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil der Markus Bristol das auch sagt. Also Ja, mir, da. mir persönlich ist das nicht so aufgefallen eigentlich. Ja, ist eh super. Aber es kennt von mir sein, stimmt schon. Grundsätzlich, aber es ist, Ein Promotion. Ein Promotion. es ist mir nicht so aufgefallen. Die Chantal ist da die Beobachterin, die hat das vielleicht eher gesehen. Aber ich meine, ja, ist eh super. Aber das ist echt gesagt. Ich weiß Ach, wirklich nicht. so? Ich kann mich weiß nicht erinnern. Nein, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass du die Geschichte erzählt hast. Von der Tankstelle. was Ja, da genau. immer gesagt hast. Du hast gesagt, ja, ist Der Genol, kauft mir Leberkasse, mir wird da angeboten, so ein schwarzes. ja. Zuerst habe ich geglaubt, das ist eine Blunzner verbrennt, die da drinnen liegt. Also, ist schon halber so eindiert, weil es keiner kauft wahrscheinlich. Nein. Ja, haben wir es lieber Cognac alleine. Ein Cognac statt ein Leberkäse. Wir trinken Cognac statt Halloween Leberkäse. Das ist eine gute Idee, sehr zum Wohle. Jawohl. Auf euch, meine Lieben. So. Halloween ist es ein Film mit Hans Moser. Fernsehen, schau, sagt er. Alles unnötig. Böses und Schlechtes liest jeden Tag in der Zeitung oder hörst Ja, in genau. Nachrichten. Richtig. Deswegen meine ich, brauchen wir der Hand nicht nochmal. Na, Klaus, kein Schmäh. Sagt der Ulrich, Alter. Alte Rituale, Zeremonien, als Sonntag in die Kirche. Ja, das ist auch, das war schon früher. Kennst du das Charpig-Lied? Es bleibt so viel Leute, zu wenig. Was? Es gibt so viel Leute und zu wenig Menschen. Das Lied kenne ich nicht vom Das Charpig. kenne ich auch nicht, ne? Meinst du, dieses Zitat kenne ich natürlich. Ne? Oder hast du ja bei zwischen Ottering und Keine Lerchenfeld, Menschen, nur ist ja für drin, Leute. keine Menschen, nur für Leute. Ne? Ja. Spielt's bitte für unsere Wiesbadener Freunde Gleichgewicht. Bitte, bitte, Ludwig Sass, mach mal. Ha, Mach mal, für die Wiesbadener Freunde, wo es gerade sind. Warte, geht noch einen Tag mit Influencer Klaus, Influencer Patrick. Das wäre ein Spaß, ja schon, gell? das war ein Theater. Wir müssen so durchgehen, so was der wie die Influencer mit. Und dann musst du so probieren, das Shampoo und so halten. Ja, oder was so, man, so, oder es geht Ja, mit, das war was noch aber gar nichts, wir machen Influencer. ins Putzstil und Partie. die machen dort ein paar Nein, Influencer-Partie. in der Wienerthek, beim Am Stephansplatz. Stephansplatz. Ja. Das war was. Beim Ludwig. Na da bin ich dabei. Gemeinsam, schau, so, und da machen wir, weißt du, da mal so. Ja, da machen wir gleich ein bisschen auf und dann nehmen wir ein bisschen was rausgehen. Ja. Weißt du, ein Schluckerl. Das war's. Ja, Ritualen ist, glaube ich. Dann ist Schläge. Aber weißt du, da bin ich auch Fan. Chateau Lafitte. Wir brauchen eine Politur, genau. Wir brauchen eine Politur. Ja. 24. November, Olmesdorf. Was ist da? Was ist am 24. November? Da ist der Black Friday vielleicht. Freiburg, Bezieht sich das möglicherweise darauf? Black Friday, ja, sagt er. Da Vermutlich. steht, da steht Okay, ja. jetzt November ist schon. schon die Zeit der Toten und der Geister. Das hat es ja lange Tradition. Ja, eh. Ja, absolut. Aber was ich meine, ist nicht, dass man das negiert, sondern. Jetzt fast verarschend ist das heutzutage. Nein, nicht nur das, sondern die sind ja da. Und ich brauche Genau. mir nicht jetzt da Eiderhänger, Spinnweben und dunkel machen und schwarz machen und da Schaudermusik und was einfach negativen Energien, die muss ich mir da nicht reinholen.
sondern ich kann mich sehr wohl den Toten auch widmen. Na, absolut. Mit Absolut. freudigen Ja. Energie. Ich meine, es ist ja so, ja. Ich bin halt da jetzt ein bisschen ja, skeptisch. Sagen wir es auch so. Ich verstehe das mit den Kindern und so, du kannst da eh nicht vorbeigescheit und das ist ich verstehe alles. Aber da denke ich mir lieber so wie die Daniela, wenn die jetzt wirklich sagen, okay, wir machen das im traditionellen Sinne der Genau, alten so ist. Kelten. Ja, genau. Oder halt das keltische Erbe, oder ja, das ist wieder was ganz anderes. Aber da hängst du ja auch daheim keine Spielen halt auf oder sowas. Ne? Was haben wir gesagt, spielen wir? Schon wieder vergessen. Was Ich haben kann wir wieder gesagt? nachschauen. Jetzt kann ich wieder nachschauen. Schau nach, Gachert. Kann ich wieder nachschauen. Gleichgewicht für die Ja, Wiesbadener das Freunde. Gleichgewicht. Den Ludwig, Ludwigsass. sehr gerne. Lass mir deine Frau auch schön grüßen, bitte. Ja. Genau, spielen wir habe ich genug und alles sehen ist am 2.11. Ja. Spielen wir mal ja. Mehr als genug. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir während Tag. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gossen sucht. Da hat der Lacke bläht, was suchen's auf der Erd? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders fehlt es nicht, na, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gröll ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt wieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Fangt das dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute gehen mir entgegen, weil ich auf alle vier rumrutsch, wie Baby mein Krawattenlutsch. Da kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann. Jetzt ziehen die Leute die umdrehten Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt gröll ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein doppler Wein. Der Patrick. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Bravo Wiesbaden! So schaut's aus. Beste Grüße. Lieben Gruß nach Wiesbaden. Beste bitte. Grüße an die Wiesbadener Freunde. Meint, es wäre zu vermessen, wenn ich fragen würde, ob Patrick die steirische mit hat. Das glaube ich nicht, das ist schon nicht vermessen. Nicht vermessen, aber vielleicht habe ich es nicht mit. Was machen wir da? Was machen wir dann? Das ist ein Problem, nicht? Ein großes. Nicht? Ja, das ist Du hast das mit, ne? selbstverständlich. Du nimmst her, Ich nicht? frage nicht so blöd. Du nicht so deppert herumreden da. Ich fühle da beim Latschen und das Bild. Christoph Ackerberg. Ein Griff in der Ecke, in die Ecke. Was hast du jetzt runtergehauen? Irgendwas hast du Ein runtergehauen, ne? Stoppel. Ein Stoppel? Ein Stoppel. Was ist ein Stoppel? Ein Stoppel. Was ist ein Stoppel? Also, Also, das verstehe ein Stoppel. Ein Stoppel. Ja. Arme Kinder haben ums Essen gebettelt. Heute verlangen die geschroppen Süßigkeiten. Irgendwas rennt da verkehrt. Ja, genau. Irgendwer hat gesagt, Gespenster gibt es nicht, aber Geister gibt es schon. Ist auch nicht schlecht. Ja, die Nicht Aussage, schlecht, nicht schlecht. Ja. Selbst der Pumuckl hat gesagt, es gibt keine Gespenster. Einmalig. Schon Lord Dauer hat auch die Achtel eine. Bravo, Lord Dauer. Ja, aber die Kurve ist bravo. Wären auch wichtig, auch die Achteln einmalig. So, und Ludwig Sass sagt vielen Dank und wir sagen natürlich nochmal beste Grüße nach Wiesbaden und an deine Wiesbadener Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Sorry, dass wir nicht Hochdeutsch sprechen, aber ich werde es schon verstehen, der Ludwig kann nicht. In Wiesbaden ist es nicht so. Ja, eben, die bocken das schon. Das funktioniert schon. Patrick, was reißt an? Mach mal. Weil wir heute, ich bin schon so in Stimmung heute irgendwie, ich weiß nicht wieso. Was mit der? Was denn?
Nein, schlecht, wirklich. Da spielt zuerst was Gescheites und dann vielleicht. Dann. Das ist ja was Gescheites. Ja, nein, ist aber mach zuerst was, wie soll ich sagen? Dann machen wir was für dich. Also eine Fehler. Komm mal! Jawohl, der Hans ist Schlusswort dabei. In Glas ist einer. Es geht aber ganz schön rein. Deppert oder na ja, gut, ich meine. Manchmal bin ich deppert da. Ja, na manchmal ist er deppert. Das habe ich jetzt gewusst. Das ist, Und der 3 oder der A mitunter, das ist einmal ganz klar. müssen wir gerne anrauchen, glaube ich. Jawohl. Ja, wunderschön. Gelungen. Einmalig, schaut er was an. Aber ich muss wirklich sagen, ich spiele das heute schon. Was spielst du? Ich spüre wie war das? Bist du auch gesoffen oder was? Nein, dann geh raus aus meiner Sendung. Ich spüre die Auswirkungen des Alkohols am meisten. Oder wie war das damals bei dir? Naja. Im Protokoll? Aber keine Angst, so schlimm ist es noch lange nicht. Nein, aber ich meine, Aber nachdem ich es hat mir einen Freispruch. keinen Cognac trinke. Es hat mir einen Freispruch ausgegangen. Also Freispruch, wie heißt denn das? Also die Anklage wurde fallen gelassen. Ja. Aufgrund dessen mein Protokoll drin gestanden ist, das habe ich nicht ich gesagt, sondern ich habe das dem Kommissar erklärt. Die Umstände sind ja wurscht, es hat irgendwas gegeben. Und ich musste das aber zu Protokoll bringen. Jahrzehnte her, Und Jahrzehnte. da war ich Schüler, war ich 18 Jahre, war ich genau. 18 Jahre. Ein Lausbubenstreich. Nein, aber nicht von mir. Nicht von ich, dir. war nur- ich bin nur besoffen daneben gewesen. Und ich habe das also dem Kommissar so erklärt, ne, was war. Und der hat das dann der Assistentin da diktiert, ist auf einer Schreibmaschine, war nichts mit Computern oder eine Schreibmaschine, war 1993 muss das gewesen sein, hat es das also eingegeben und er hat quasi dann in der Ich-Form das von mir erzählte, das sozusagen in Ich-Form diktiert und das war quasi das Protokoll. Und da ist gestanden, ich bin sicher, dass ich nicht die mir vorgeworfene Straftat vollzogen habe, weil ich erstens zu bequem dazu bin Das ist ja schon das Beste eigentlich. und zweitens die Auswirkungen des Alkohols am meisten von allen verspürt habe. Original. Vor 30 Jahren bereits. Herrlich. Das ist klar. Und das war Schön. ein großes Hallo, weil ein alter Schulfreund hat, naja, ein Jahr drauf oder was, hat Zivildienst gemacht. Und der war dort in der Grubergasse, im Polizeikommissariat Grubergasse wie in Otterkring, hat der Zivildienst gemacht. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er auch Einsicht in die Protokolle gehabt, Protokolle und hat und dann, und was ich furchtbar angehört, hat er gesagt, Wahnsinn. Das Protokoll von dir auf der Grubergassen in der Kiewerei in Otterkring, das ist per se einfach leibend.
Ich weiß nicht, was alles drin, aber das war auf jeden Fall der Punkt. Ja. Aber da hast du das dem Kommissar, nicht, das weiß ich schon, nicht, da ging es um Sachschäden, also keine um Sachschäden, die auch wir, und die haben die das da gemacht haben, im Lausbuben geschickt. Na, die haben das aber auch sofort. Das wurde planiert zugegeben. sofort und zugegeben, Nein, die wurde haben alles erledigt. das und alles zugegeben. gemacht. Nur es war natürlich eine Anzeige und es waren natürlich alle, die da verhaftet worden sind, da war ich halt mit dabei. Und das Problem, nun muss ich die Gitarre kurz anlegen, weil man tut es jetzt aufs Tapet bringen. Nein, jetzt habe ich was angezogen. Nein, das Nein, Problem war, das- wir waren, ich glaube, 8 Leute. Und 8, also das war quasi immer ein Schulklasse, nicht? Was schon spannend war. Geschrumpft. Und naja, wir waren nicht viel, wir waren 15, 16 in der Oberstufe. Die Hälfte quasi Ja, die Hälfte war dort dabei. Naja, 8 die das festgenommen haben. Das waren mehrere, die haben es noch gepackt. Auf jeden Fall war es so, dass herunten, wo das Wiener Volksliedwerk ist. Dauert. Ja, rauchen wir auch noch nicht. Wo das Wiener Volksliedwerk ist. Wo das Volksliedwerk ist. Dort beim Würstelstand, vis-à-vis vom Grünspan sozusagen, falls ihr wer kennt, dort haben sie festgenommen. Und zwar sind da runtergekommen, 8 Leute. Ich war froh, dass ich diesen Berg, Halbwegs heil Das heruntergekommen hab ich schon bist, nicht? Ja, das kann man sich vorstellen. Ja. ich weiß gar nicht, wo wir, ich glaube am Stachend waren wir. Beim Stachendwirten, glaube ich. Also waren eh wir nicht da. weit eigentlich. Nein. Bin ja kein Sportler. Auf jeden Fall sind wir da oben und dort noch, und sind so an der Ecke und da haben sich ja die Wege getrennt von ein paar und da sind wir noch gestanden. Auf einmal kommt Polizeiauto mit Blaulicht, vorne über den Randstein, über den Gehsteig da hinten, bremst sie ein. Der Kieberer steigt aus und sagt, Hände auf, wie ist auseinander und Gusch. Ja, haben wir gedacht, das ist so eine Ansage, da will ich mich jetzt nicht rebellieren. Und das war aber so, 8 Leute, die brauchen einen Platz. Also das ist jetzt nicht so. Und jetzt war für mich, war aber nur mehr vom Würstelstandl beim Bockeller so viel über und daneben, da war ein Gebüsch, ein dorniges Gebüsch. Gibt es heute noch, das ist ein Rosenstrauch. Ja, den gibt es heute noch. Den hat es ewig gegeben. Und jetzt bin ich so gestanden und aufgrund meines, ich zugegeben, etwas, ja, sagen wir mal, gelockerten Zustands, bin ich so klein und die linke wollte ich jetzt nicht so in der Höhe halten. Jetzt bin ich da so bei der Mauer, bin ich mal angerutscht in die Dornen rein. Das hat ja weh da. Und es kam dann irgendwann die dezente Aufforderung von einem Exekutivorgan, Blada Gusch. Und auf jeden Fall habe ich dann noch gehört, wer war es. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich, um was es geht. Wer war es? Keiner was gesagt. Und ich sagte, na gut, dann nehmen wir alle mit. Und da habe schon keines von geredet. Bauer 1 Die anderen, weil in der Grubergasse noch alle erfreut kommt haben, tut nicht die angestellt. Nachtdienst, ja, Mitternacht herum, nicht 11. Bauer 1 am Bauer Bus für 8 festnehmen. Und dann haben wir gedacht, na schau, kommst du ins Häfen einmal, ne? Und das war so, und was mich fast ein bisschen persönlich getroffen hat, war das, wir 8 sind dort gesessen und jeder ist geholt worden ins Verhörzimmer. Einzeln. Nur ich nicht. Mit mir ist er am Gang rausgegangen. Mit mir ist er am Gang raus. Hat er keine Angst gehabt. Und dann hat er gesagt, so, und wie war das? Und ich gesagt, ja, da und da und, Heuriger, Oberganger, Vierergang, vor mir ist jetzt gekommen, jetzt bin ich da. Also, na, setz dich wieder hin. Also der hat irgendwie gewusst, da kommt halt, von dem kriegen wir keine Infos, die brauchbar sind. Nicht, weil er nicht will, sondern vergiss ihn. Weil er die Und dann war Auswirkungen ich, richtig, des Alkohols am meisten verspürt. ja. Aber das war wirklich das Spannende, war wirklich, das im Protokoll drin steht. Ich bin mir sicher, dass ich keine dieser Straftaten begangen habe, weil ich erstens zu bequem dazu bin. Das ist eigentlich die Point das eigentlich Geilste. Das ist eigentlich schon. Und die Auswirkungen des Alkohols von allen am meisten verspürt habe. Das war schon. Also das war die Geschichte, wie der kleine Klause in die Grubergassen in Elfsee gibt es nicht mehr, das Kommissariat, schon lange nicht mehr. Und dann war natürlich, also trotzdem eine Gerichtsverhandlung unter Anführungszeichen, war natürlich alles schon gegessen, weil ja eben
Die Schuldigen, die Schuldigen haben zugegeben gesagt, haben. nein, Wir wir waren's. sind gewesen und bitte, ja, also natürlich, wir sind schuld und gar kein Thema. Und die haben aber auch gesagt, nein, die anderen, die nicht, waren nur wir 3, glaube ich, 3 oder 4 übrigens. Und auf jeden Fall war aber natürlich trotzdem diese Verhandlung kurz, da waren wir alle als Zeugen geladen. Ne? Weil natürlich Anklage gegen mich keine erhoben wurde. Und da, und da war mir natürlich die Schule, was glaubt, wie das ausgeschaut hat, wie wir zum Klassenvorstand gegangen sind, Frau Professor Jaros, und haben mich hingelegt, 8 Leute, wir müssen vor Gericht, das tut mir leid, wir können mal nicht kommen. Wir haben eine Entschuldigung vom Richter. Und das bei der Jaros. Ja. Was habt ihr noch angestellt? Ja, dann haben wir jetzt schulfrei. Nein, sicher nicht. Wir sind ja nur 5 Leute mehr. Das war ein Wahnsinn natürlich. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Der Harry schreibt auch was Gutes, nicht wahr? Das Verhörzimmer zu klein. Das kann eh sein. Das kann die Gruberkosten, das Mit 18 Jahren war der Klaus noch klein. Ja, so wie jetzt. Das wäre ein Wiener Lied wird, ja, ich weiß nicht. Die Exekutive hat bestätigt, dass Klaus B. Steurer zu faul ist. Ja, die Exekutive ist nicht bestätigt, sondern es steht im Protokoll. Von mir zu Protokoll. Aber ich habe ihm das so erzählt. Ich habe so nach dem Motto, Herr Kommissar, es war ein Kommissar, war ja nicht ein Inspektor, das war ein Kommissar, bis vorgeladen wurde, ein paar Tage später. Nicht? Der Kommissar, es ist zu Protokoll gegeben. Nicht? Und ich sage, der Kommissar, schauen Sie mir an, ich meine, das ist das, um was da geht, ganz ehrlich. hat mit sportlicher Betätigung zu tun. Das ist ganz wichtig, dass ich das mache. Ich meine, und er hat das dann übersetzt eben. Nicht? Ich bin mir sicher, dass, weil, nicht? Und so weiter. Lastwagenstreiche wäre so eine Straftat. Da lobe ich mal lieber eine ehrliche Kleckerl bei dir. Ja, naja, wobei ich sagen muss, Markus, es war eine Straftat vom Recht her, vom Gesetz her, aber es war jetzt trotz allem, es war was Harmloses, aber natürlich Es kam zu einer Sachbeschädigung. eine Sachbeschädigung, ja, streng genommen, also es war und natürlich, wenn das nicht gefunden wird, sitzt auf jeden Fall derjenige, der betroffen ist, oder diejenigen, haben dann eben einen Nachteil. Also, aber es war eine Straftat, die Jure de facto war es ein sehr übertriebener Lausbubenstreich, der eben, nachdem er ja zugegeben wurde und die, wobei ich kenne die, also die gut kennt, die waren aus der Klasse, die hätten nicht schlafen können, 3 Tage nicht, die waren selber Zuggeber, die hätten auch Selbstanzeige gemacht, also das ist, war ich nicht, ne? War ich. Mich hat in jungen Jahren die Polizei mit meinem Motorrad angehalten und mir erklärt, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen auch nachts gelten. Matthias Gerald, ja, das waren Unwissende. Das waren Unwissende. Er hat ihm keine Ahnung gehabt. Das heißt, Ja, Unwissende. der Parkierer schaut sicher zu. Grüß euch, meine Lieben. Das ist mega, ja, legendär, also echte Geschichte aus dem 16. Ja, das war wirklich. Die Grubergasse, legendäre Wachstum. Ja, legendär. Also weiß nicht, warum es legendär war, aber gibt es halt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Manch Mistelbacher hat dort Dienst gemacht in der Jugendzeit. Ja. Ja, wirklich. In Otterkring überhaupt viele, die jetzt in Mistelbach und Polsdorf und in der Gegend im Weiviertel sind, von dort stammen. Darum sagt mein Otterkring immer noch zu den Kiewerer, machen wir einmal die Mistelbacher. Naja, aber das sagt man eigentlich deswegen, weil Das ja kommt Mistelbach eigentlich von Polizeischule war. Ja. Ja, von da kommt das eigentlich, die Mistelbacher. Und es waren wirklich viele Mistelbacher waren in Logischerweise, Otterkring, haben Dienst gemacht. Ja. wollte nicht weit in die Schule fahren. Auch in der Wartgassen Tage später. Ja. Und so. Nein, war nicht viel. Liebe Freunde. Und ich meine, und in Otterkring, ja. da haben sie mal die quasi die Basics mitgekriegt. Ne? Das ist jetzt einmal die harte Seite eures Jobs. Nein, es war aber war alles in Ordnung, es war alles im Ding. Aber es war natürlich arg, also diese Verhaftung, weißt du, das ist Hände auf, Viers auseinander und Gusch. Allein so, weißt du, mit dieser Aufforderung, wo du denkst, ja, aha, das ist jetzt, Da ist was jetzt. Da wird jetzt da wird es nicht locker kommuniziert, da ist jetzt schon was Ernstes. Ne? Und dann, ja, und bei mir, die haben es aber wie gesagt, aber ich habe dann gesagt, wir haben es nicht einmal ins Verhörzimmer geholt. Da habe ich zum Kommissar gesagt, das verstehe ich nicht. Alle haben es verhört und wir haben es nicht einmal ins Verhörzimmer. Mir ist am Gang rausgegangen, am Gang. Ich hätte nicht flüchten können. Problemlos. Hättest nicht können. Weil warum?
Weil ich zu faul, zu bequem dazu bin und die Auswirkungen des Alkohols von allen am meisten verspüre. Ja. Das war legendär. Schau das an! Was beim Stiften... Warte, das muss ich jetzt lesen. Jawohl. Klasse. Aus Bayern. Aber jetzt ist wieder ein neuer Name. Baumstiften Lenz, servus, grüß dich. Beim Stiften Lenz 01. Welcher Wahnsinn. Der Roland. Hm? Genau. So schaut's aus. Ich habe gerade das Bild angeschaut. Ja, eben, so grüß dich, aber servus. beim Stiften Lenz, das ist ein neuer Name. Bist du mit einem neuen... Haben sie das alte Profil wahrscheinlich gelöscht. Haben sie das wahrscheinlich... Haben sie da erwischt für irgendwas? Haben sie gleich gelöscht und gesagt, nein, den bohrischen Gesangler brauchen wir nicht. Ganz leibend, Schleudergang. Trio Schleudergang. Schleudergang, ja. Weltklasse, kennengelernt in München bei den Brettelspitzen, Brettelspitzen. ja. So leibende Burschen, so leibende Leute. Ich hoffe, wir sehen uns einmal jetzt da. Das war super. Das war echt super, wenn das hier hat. Musikalisch Wahnsinn. Gell? Muss man sagen. Musikalisch. Wenn ich mit der Uhr war, schon Alle wachel einmal, weißt Alle du? Ausgaben. Ja, klasse. Und das gefällt mir sehr, dass du zuschaust. Sehr. Die haben die Köder nicht geschluckt. Stichwort Glöckerlpartie. Ja, Glöckerlpartie, ja, das spielen wir Ja, eh. ich fasse schon auf. Die Mistelburg hat es auch bei uns im Mostviertel gegeben. Ja, die gibt es überall. Ja. Das sind überall. Die Mistelburg sind überall. Erstens haben wir eh schon lange gespielt. Ja, gell? eben, ja. Wie geht denn das? Dora. Die mir noch kleine. Wir kleine Kinder waren. Warte, wir müssen uns kurz orientieren. Dora, ja. Wie geht das? F-Moll, oder? Fis-Moll, meine ich. Fiesmal, ja. Wir haben es gleich. Wir kleine Kinder waren, haben wir angespielt. Da war für uns die größte Freude aus der Leiterei. Da haben wir jetzt schon hingehen. Passt, das wird am Anfang. Schau, der Josef Tadler ist da. Jawohl. Josef Tadler Grüß dich Gott, servus. wird in Kürze wieder kundtun, wo er sich aufhält. In der Badewanne. Oder im Wohnzimmer auf der Couch. Wir kommen euch besuchen beim Steffen Lenz. Das ist ein Wahnsinn. Da bin ich sehr gespannt, an welchem Tag, Ja, Herr. wir freuen uns. Ich freue mich. So, jetzt aber. Mit Vorspiel, oder was? Bitte, ja. Wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, ein Haus der Leiterei. Der Hausmeister ist außer Grenz, erwischt hat er mich nicht. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haus da vis-à-vis. Kickerlpartie war das Höchste für mich. Leider kennst du Freude, du als Kleiner. Eine Kickerlpartie, der was leid, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schiffe gekriegt. Das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama, die öfters an den Tisch, so war es nie, der Hausmeister war, der hat mich nicht erwischt bei meiner Kickerlpartie. Der was leid, der war ich, du wenn's groß bist, ist alles dahin. Die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama, die öfters an den Tisch, so war es nie,
Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Mit Hanseschluss, das kriegen mit Hanseschluss. Hanseschluss, jawohl. Das ist aber schon lange nicht gespielt. Gott sei Dank hat sich das jetzt gewünscht. Weil Gott sei Dank, ja. das ist ein Wahnsinn. Das hätte ich vergessen schon wieder. Ihre Mistelbruch hat es ja, Mostviertel gegeben. Nur Freude ist es eine, muss ich glaube ich, die waren überall. Die waren überall. Ja, die Wirtshausregeln, genau, Franz, aber die kann ich nicht. Ja. Ihr seid einfach Weltklasse, sagt der Banksteffen Lenz. Danke, 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 danke. Banksteffen Lenz. Banksteffen Lenz 01. Hoffentlich hast du nicht wieder anderes Profil, Roland, weil das ist Na, solange das Foto passt, ist alles super, ist alles leibend. so, Freunde, jetzt ist einmal eins klar. Der Josef Dadl, unser aller Pepe, ist in der Badewanne. Ja, da hat es ja mal ein paar Achteln rein. Das gebührt ihm. Haut ihm ein paar rote Achtel rein für den Pepe Josef Dadl in der Badewanne. Wir spielen den Steirerburm jetzt, nicht? Den willst du vorher spielen. Machen wir? Ja. Ja, sicher, du willst ihn spielen. Zuerst schaue ich mal jetzt kurz zum Ofen. Ich schau zum Ofen. Ich rieche die ganze Zeit, muss ich sagen. Das Ja. ist komisch. Ja, was der? Schau die Achtel nicht, danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals. Was muss ich dann sagen? Ja, super, ne? Ja, super. Aber ich glaube, wahrscheinlich, ja, wie ich schon gesagt habe, aber das ist oft so. Der Patrick redet und Ich redet. rede und rede, ich die sagen erzähle, immer, was der Professor Gescheiterl redet Ja. und das wird völlig negiert eigentlich. Nicht? Also, und da sag ich immer, höchstens. Ja, super. Ja, das kann schon sein. Also es klingt nach mir, sagen wir es so. Gut, dann fassen wir. So. Der Patrick will Steirerburg Holen spielen. wir. Ui, naja. Die- Ui, mal aus. Oh je, oh je. Bevor wir die Dinkelschrotmühle hier in Betrieb setzen, werden wir auch schon sehr altes Instrument jetzt eigentlich erst. Ja, Wahnsinn. klar. Auch schon Zeit, ja. Wir spielen ja schon lang. Ja, schon. Ein bist Jahrzehnt das alte Instrument. Du bist doch schon ein alter ja. Mann. Nein, bin ich noch nicht. Ja, sicher, ich sieh's ja. Wurde unlängst erst auf, naja, vielleicht 40 geschätzt. Das wäre ein super T-Shirt-Spruch, das war gut. Du weißt, auf was wirst du geschätzt? Auf, ja, vielleicht 40. Ja, von wem? Von jungen Damen. Kinder. Das ist, Quasi fast. das Sind ist ein meine alter, Kinder sein, das ja. ist ein alter Onkel. Der ist sicher schon 40. So werden sie es gesagt. Danke schön. Ja, Danke, der schön Danke. lieb. Der Ja, Onkel 40, Patrick, eine Freude. Onkel Patrick. Ja, eine große Freude. Was wäre ein super T-Shirt-Spruch? Meint ihr Daniel Schläge? Ja, ist Ja, ja, ist eh super. ja, ist eh super. Du hast schon recht. Daniel Von unten das Bild bei mir im Frack mit der Professor Gescheiterl. Ja, ist eh super. Die Idee hat was. Daniela, die Idee. Daniela, die bin ich Idee bei hat dir. was. Sehr zum Wohl, meine Herrschaften. Sehr zum Wohle. Postal. Machen wir ihn wirklich? Ja, ne, machen wir. Haben wir auch schon sehr lange nicht gemacht. Was? Oi. Fangen wir mit was? Fangen wir an mit. Oh ja, im Gustav, ja. Ich bin ein steirer Bub und oben kennen durch. Ich mag ja gewiss kein Scham, mein liebes Steirerland. Ja, in der Steiermark, da sind Leute groß und stark, sind wir die Tannenbaum bei uns daheim. Wann ich's auf der
wie mein schön steirer Gewand. Gereit fast ist mein Blut, so droht mir's hier ein Land. Ein Stuhlzerler dazu, in meiner rechten Hand. Ein Stuhlzerler dazu, so sind wir's gut. Steht ein Bauernhaus so hübsch und fein. Drum im Burgenland steht ein Bauernhaus so hübsch und fein. Drin wohnt ein Mägdelein, sie soll mein eigen sein, die schöne Burgenländerin. Drin wohnt ein Mägdelein, sie soll mein eigen sein, die schöne Burgenländerin. Ein Rucksack, der ist gut, der passt auf den Buckel, der passt auf den Hut. Ein Rucksack, ein Bergstock, dazu ein steirisch Klamm, so geht's bei uns in Steierlau. Wir tragen was auf und tragen was zu, was wird schon braun, weil man's Geld auf der Welt nicht fressen kann. Schiefe Rupsitz und der Nebel Strumpf verloch, Oberdrein, alles auch. Mama, heute braucht man kein Pyjama. Mama, heute gehen wir nicht ins Bett. Mama, heute braucht man kein Pyjama. Mama, wer geht dann mal nicht? Dann tragen wir's auf und tragen wir's zu, was liegt schon braun, weil man's Geld auf der Welt nicht fressen kann. Schiefe Obsitz und den Händestrom verloch, Oberdrein, dann wir's doch. Also so ein Blödsinn, ich sag's euch. So ein Mörderboot. Man kommt immer auf Ideen, was man gespielt hat vor 30, 40 Jahren. Es ist aber darf man mit Depper da sein, da beim Latschen, Sicher. oder? Einmal dürfen wir Depper da sein. Bald singt der Klaus in Herzog Johannloder. Die Maggie Pimpert. Schon Dinkelmühle klingt ein wenig abwertend für dieses tolle Instrument. Ich habe keine Dinkelmühle, sondern Dinkelschrot. Dinkelschrotmühle. Und auch die Erzeuger wissen das durchaus, wie ich das meine. Das ist nicht abwertend gemeint, nämlich gar nicht. Aber schon spazieren, finde ich auch. Liebe Freundfamilie Jannik, ja. Die Steirisch hat irgendwie immer ein Flair, wenn es die richtigen Leute spielen. Also es ist scheinbar ein Ein Kompliment, das für ist doch dich. ein Kompliment. War aber kein Kompliment, was ich da zusammengespielt habe jetzt. Ich habe so lachen müssen. Für Ideen auf einmal. Ja, das war super. Das sollte man viel öfters einbauen, sowas. weiß ich so nicht. richtig, aber. Weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Hitz. Ja. Mit der Martinswand. Maggie Pimpert unter der Martinswand. So heißt es Lied, da können wir dann spielen, ja? Ja. In meiner Werkstatt habe ich 3 steirische, die gerichtet gehören. Viel Arbeit. Sind über 100 Jahre alt. Ne? Spaziergang, ja, da geht was weiter. Hab gerade in TV den Schnitzel wieder in der Neubaugasse gesehen. War dort schon mal wer? Sicher. Mein Schnitzel wird. Ich war dort schon öfters, aber schon Jahre nicht mehr. Ja, Jahrzehnte fast. Du warst da öfters, ja. Dazu eine Geschichte, bitte. Aha. Leg noch an, gleich bitte. Nicht noch. Leg noch. Nicht noch. Bist du gescheit. Legasthenisch. Naja, nein. Neubaugasse, Schnitzel wird Klassiker. Ganz klar. Und da hat es gegeben, lang gibt es leider nicht mehr. Unten auf der, wie heißt denn die Straßen aussehen? Neustift? Ja. Ich glaube, die Neustiftgassen geht schon auswärts, gell? Unten und dort hat es gegeben, gleich dort an der Ecken, quasi Schnitzel wird Neubaugassen runter und dann geht, wie gesagt, da hat es gegeben das Wirtshaus zu den 2 Lieseln, glaube ich, um die Kassen. Und das war noch leibender. Das war echt, das war mörderisch leibendes Wirtshaus mit einem kleinen Hinterhofgarten. Super, das war echt wirklich super und das ist ewig schade.
Und in Schnieselried geht es eh noch immer und da hin und wieder gebe ich mir das. Und immer noch in Ordnung. Also durchaus, obwohl es eine touristenbekannte Lokalität ist, kann ich es trotzdem empfehlen. Also, ja. Geht bitte die alte Hitten, ja, die machen wir auch. Ja, Franz M. vor Jahrzehnten. Da habe ich gesagt, ich war sicher, ich sage jetzt einmal, heuer war ich dort. Bin im Freien gesessen, also aber es war vor dem Sommer, sage ich mal. Jetzt passt nur das Lied, weiß nicht wie es heißt. War unlängst ein Video, Kuckuck. Was? Susanne muss einmal. Jetzt passt nur das Lied, weiß nicht wie es. Achso, da haben wir so ein Short oder ein Reel. Ja gut, das war Kuckuck, ruft's aus dem Wald. Oh ja, stimmt, sagt mir Gepemperten. Was meinst du? Die 3 Lieseln, die 2 Lieseln oder 3 Lieseln? Wie das Kassen, Patrick? Die 2 oder die 3 Lieseln? So irgendwie. Die 2 Lieseln. Zu den 2 Lieseln, gell? Das war leibend. Das war wirklich. Weil das war so ein Wiener. So ist es in Schniesel, ist da Salat dabei? Noch nicht. Aber trotzdem, die waren leibend. Das war jetzt mittlere können, aber das war eh der Chef, weiß ich gar nicht mehr. In der Neubergasse kenne ich nur die Kamera. Die ist aber auf der anderen Seite, fast bei der Marienverstraße unten gewesen. Ja. So, Patrick, pass auf. Alte Hitten. Alte Hitten, ja. Gerne, ja. Was war noch jetzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Die alte Hitten. Vorher war doch auch was. Unter der Martinswand. Unter der Martinswand. Fangen wir mit der Martinswand an, oder? Machen wir, bitteschön. Für die Maggie. Unsere Britin, die in München lebt, aber in der Schweiz, gerade in Luzern, verweilt. Ja. Es ist großartig eigentlich. Für sie ein Wienerlied. Also, ein Tiroler Wienerlied. Ein Tiroler Wienerlied. Das muss man jetzt sagen. Warte mal. Wir spielen jetzt ein Tiroler Wienerlied für eine Britin, die in Deutschland lebt, aber in Luzern arbeitet. Das Ganze ist von Karl Föhrl. Sehr schön. Ich überlege gerade die Tonart, nämlich. Ja, siehst du, es ist gut, da muss ich nicht nachdenken. Hab schon. Was ist denn? C? C. Ja. Also, der Refrain F natürlich, ja. Ein Derdel so erzählt's die Leute Mut, worin ein Wildschütz einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh immer wieder vor, weil das nur ein Unglück bringt. Noch einmal sagt los noch wieder mit, die schönsten Blumen bringen mit für dich. Da Schossen haben sie gefunden in der Früh, die Blumen in der Hand für sie. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land. Umgrenzt von Enzian steht's nur das Söhnerland mit einem blassen Spruch am Schriftenband, Vierte Gott, mein lieber Bruder, viert Gott auf immer, dein Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein Matterlitz, Tiroler Land. Jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Matterl stehen. Er zieht sein Hut und spricht ein Kurzgebet, kann er dann weitergehen.
Der Wind ward leise übers Matterl hin und bringt ein Gruß vom Tannengrün, Vom Tannengrün. weil er ein guter Freund vom Wildschütz war und gespült hat in sein blonden Haar. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land. Und grenzt von Enzian steht's nur das Söhnerland mit einem blassen Spruch am Schriftenband. Am Schriftenband. Vierte Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herzschlag nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut der Matterl ins Tiroler Land. Karlfeld. Jawohl. Angeblich ist das Lied entstanden aus einer Wette heraus, dass Averna ein echtes Tiroler Lied schreiben kann. Ja. Ja, stimmt. Und der Spaziergang sagt auch, das Lied hat viel vom Wiener gemiert. Das, Ja, ist auch wirklich ein Wiener Lied. Wenn es auch ein Tiroler Wiener Lied ist. Ah. Nehmen wir Daumen runter. Jawohl. jawohl. Da hat es wieder einer verdruckt wahrscheinlich. Ich würde gleich wieder weg sein. Ja. Oder was? Sehr gut. Weltklasse, sagt der Matthias Gerold. Ich danke dir vielmals. Ja, und jetzt, was haben wir gesagt? Die alte Hitten, glaube ich. Gell? Die alte Hitten, ja. Die alte Hitten für Rudi war das, glaube ich. Gell? Der Korbis Rudi. Korbisrode, jawohl. Machen wir. Da nimm ich auch einen Schluck vorher. Nimm einen Schluck vor. Nimm mir nur einen Schluck. Wie viel Walter annehmen? Die können 2 Schluck nehmen. Ich weiß, ob ich jetzt einen kriegt noch. Was ist? Wer weiß, ob er jetzt einen kriegt, der Walter noch. Wo ist er, Walter? Im Himmel? Im Himmel? Im Besten. Im Hof. Besten. Ich hoffe schon, Walter. Kriegt ein Besten Wein. Na was? A ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, abflosterte Gossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, nicht ein Fleckerl, ein Grädes, nur Steine und Land. Und das mir damals glücklich waren, das war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend, das Mädel, das prickelt schon von die Wind. Am Gang über Sehnen, so sieht Gräder ein kleines Zimmer, ein Strohsack, dort sind wir Kinder gelegen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch verstehen. Zu der alten Hitten zieht sie mich manchmal hin. Da weiß ich doch, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass
trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Jawohl, Eine wunderschöne Nummer. Ich Jawohl. find's nach wie vor jawohl. eine wunderschöne Ja. Nummer. So, was haben wir da? Schon der Glaserer Hannes, Grüße vom Glaserer. Ja, Servus, Christi, gut. nice. Auch ein Untergringer Urgestein. Absolut, Deluxe. ja. Deluxe. Absolut, muss man- Haben wir jetzt auch wieder einmal gesehen. Am Ottergringer Kirche kommen wir uns kurz. kurz, Sind wir kurz aber aneinander vorbeigeflitzt. Ja. immerhin ein kurzes Hallo, aber so nach dem Motto, grundsätzlich alles in Ordnung, passt, das freut uns. Und ich meine, wirklich leibend, schöne Zeiten erlebt in Untergring. Und ja, erst, na, vielleicht sehen wir uns ja, wenn wir beim Stiepert spielen. Wird mir auch nicht gefallen. Rauchen wir nicht an wieder. Hannes, jawohl, der Klauserer. Mit echtem Publikum macht es weniger Fehler, oder? Ja, eigentlich schon, tatsächlich. Eigentlich schon, ja. Ja. Wobei mich das eigentlich überrascht. Weil, ja. Schaut der Steirerburg Ehre! Gerade der Halloween-Party und braucht noch ein bisschen die 16er Blut, das glaube ich da. Nach der Halloween-Party. Also von der Halloween-Party. Nach der Halloween-Party muss so Halloweener Lied. Jawohl, das ist verständlich. Schön, dass du bist, Steirerburg. Gary. Leibend. War schon ein paar Mal bei uns live Leibend, dabei. ja. Große Freude immer. Und ich meine, legt auf. Legt auf. Nein, macht Musik. Nein, was? Nein. Legt auf in erster Linie. Ne? Eigentlich ein DJ. Eigentlich ein DJ, aber... Eigentlich ein DJ, ja. Oh, warte mal, wo? Das hab ich vergessen. Gary, das musst du reinschreiben jetzt da. Das habe ich vergessen, du legst dir auf, top hitten. Aber ich hab's vergessen. Mega, ja echt, die wissen, wann es Halloween ist. Schau da, was der Alexander raushaut, auch die Achtleine. Und ich gut, Jawohl. du, zwei aus Ottergring. Weil das da lese. Zwei aus Ottergring, müssen wir ein Potpourri machen, weil Die Strophen die Strophen gar nicht. auswendig Das jetzt. gefällt mir nicht. Gefällt mir auch nicht. Ich bin vom Galizienberg und Sie vom Liebhaustal. Hätte gewusst. Normal bin ich immer der so, das gefällt mir nicht. Nein, du auch. Ja, nein, Wir sind uns da eh immer einig. Ja, es ist nicht so. Ich bin Aber der Refrain ist ja bekannt, nicht? Der Refrain, das ist halt das, um was es geht. Hast du Zeit, ich rauche gerade. Ja, auch gerade erst. Zara aus Untergring, die kehren zusammen, weil's doch zwei Zwitschgen sind vom selben Bahn. Zwei aus Untergring, das hat einen Zweck, weil's doch zwei Laberl sind vom selben Beck. Es tut nicht gut, wenn man so viel Suche tut, denn die größte Liebe wächst im eigenen Hirn. Zwei aus Untergring, die kehren zusammen, weil's doch zwei Zwitschgen sind vom selben Bahn. In Ottergring, da hat man sich lieb. In Ottergring, im 16. Hieb. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfchen mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirchen ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten Nächten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert.
Für Frohsinn, Hamur und für Glückling drin. In der Busche schankt der Schlammrande von Wien. Gern in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Herige ganz still und jan. Der Wein ist herrlich und so ehrlich, und Musikanten spielen dort an. Die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Es ist auch bitte schön, vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Herige ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen dort an. Die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Noch ein Zug dazwischen. Geht's ja aus. Locker, langes Vorspiel. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Oben Weingarten am Pisa-Bett. Ich bin da gern, denn ich kein Mensch gut stehen. Ich schau den Rind dort beim Lotsen zu.
Ja, ich hab dort mein Hörgebrauch. In meinem Weingarten am Biesenberg. Transit will noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und wenn sich die Wolken erst verzogen, dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kennt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste der Rebfallwein. War die Kinder, die fliegen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibe die dir heute ein Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu mir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End für die, da war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief, drum schreiben die dir halt nur ein Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lieb,
als blaue Tinten auf Papier. Auf Papier. Bis ich dich spiel. No, Medley. Großartig, großartig. Ja, danke, aber Schön. du hast ja auch mitgespielt. Das ist ausgegangen. Ne? Das ist so, das kannst du da nicht, da haben wir so rein. Ein klassischer Ausgeher. Schau, ehrliche Lieder, das ist genau das, was euch auszeichnet. Gleichzeitig wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Susanne Musa. Susanne, Falls du bitte. da bist, alles Liebe, gute Nacht. Schön, dass du da warst heute, gell? Danke. Unbedingt. Ganz schön. Unbedingt. Habe ich was verpasst? Ist schon Schluss, Matthias Georg. Ja, bald. Wir haben schon langsam kommen. Reden wir noch nicht davor. Also Nee, aber von dem hast du nichts Jetzt reden wir verpasst. gerade davon. Ja. Jetzt, was du sagst. Steinerbur. Morgen bin ich noch in der PÖ Karl-Wahlenberg-Gassen, Halloween-Party, und spiele auch zwischendurch ein bisschen mit einem Akkord. Ihr seid so eine Vorbilder beim Wienerlied. Super Buben. Danke, Steinerbur. Danke dir. Danke, Klasse. danke. Schau, Alexander Hauser freut sich auf den Donnerstag. Ja, bist dabei. Taschler, Donnerstag, großartig. Ich freue mich am Taschler. Ja. Ludwig Saas, sind schon im Bett. Was, ich hab mir gedacht, das seid ihr auf Urlaub oder was? Seid ihr im Bett schon? Müssen jetzt ins Bett. Gehabt euch wohl, bis nächsten Montag. Du hast da vielleicht, du hast mir zuerst zumindest gesagt, ich bin alt, gell? Ich bin ein alter Mann, oder was Ja. hast du gesagt? Ja. Nein, das. Ja, na was? Ludwig, Ja. nimm dir das zu Herzen. So, das ist- Gib mir lieber noch einen er zieht Spritzen. er zieht Gib mir lieber noch einen Spritzen. er zieht er. So. Medley, Franzi, Medley. So, pass auf, jetzt da, ich rauche noch eine und dann kommen wir schon langsam zu Schluss. Schon Dann langsam. spielen Ich wir mach auch noch eine und dann spielen wir um eine Schlussnummer noch gescheit. Vielleicht Gescheite eine 2, Schlussnummer. vielleicht eine 3. Weil die Zuseher schwinden. Warum? Nicht bei uns, weil im Unterschied zu uns müssen sie arbeiten gehen. Ein paar oder Flaschen. Ich werde sofort eine organisieren. Nicht wahr? Aber in der Tür steht die kalte. Ich sag's nur. Danke dir, ja. Ja. Wir haben noch mehr eingekühlt. Aber die ist die kühlste. Den Ofen ist nicht. Ich schau Feuer brennt. Ja, ja. Ist nicht leid. Das wäre ja Hey, früher. Frauen. Ja. Du, aber das wäre ja früher undenkbar gewesen, gell? Im Fernsehen oder wo. So ein Zustand wie jetzt in der Pavlatschen zum Beispiel. Wäre undenkbar gewesen. Dass da was da alles. ist. Ja, das da rundherum da. Aschenbecher ist auch auslegen, den ist auch in den Ofen rein. Ja, jetzt sieht sie schon da, jetzt habe ich Ja, einen was- Einbruch einmal. Ja, ja. Erst nicht. Wie schaut da aus? Hast du schon runtergetrunken eigentlich? Na, hätte ich schon. Nein, ich mir gedacht, das weil schon weniger ist, nicht? So? Das machen wir. Hast du so wenig eingeschenkt? Ich dachte, ja, na jetzt ist er. Jetzt ist Da er warte Glas. ich muss einen Schluck Lober trinken. Ja. Da viel Wasser. Ja, alles dazu wollen. Wenn er so Sehr viel zum freut, Wohle. für die wenigen Überbliebenen. Schön, dass ihr noch da die seid. sind. Sehr zum Wohl. Schau, ist das eine Moser. Das ist schon sehr dünn. Ist dumm, ja. Ich trinke einen Schluck rüber. Ja, warte mal noch. Ein bisschen aufbeißen. Soll ich da noch was drauf tun? Ja. Nein, das ist aber Möd. Möd, sagt er. Machen Wir wir fahren jetzt sehr auch schon auf Donner, sagt Aschler, Franz Ehm ist auch dabei. Na, Möd. Super. Wieder ein Gipfeltreffen werden. Freut mich wieder, freut mich. Aschler, also wir haben jetzt da, können wir schon wieder sagen, wir können ja über unsere Ideen reden, ob es was wird, werden wir es Wir sehen. sind ja unter uns. Nicht? Richtig. Jetzt haben wir nur mehr 25, da geht es. Taschler, ich sage jetzt, ich fasse das kurz zusammen. Taschler, Live-CD. Das war die Zusammenfassung oder, Ja. oder kommt noch mehr? Warte ein bisschen. Vinyl, Doppelalbum. Das sind so ein paar so Ideen. Ja, nein, also wir sind jetzt Nein, wirklich wir sind einen wirklich Schritt weiter in der Ursachenforschung. Also es ist so, vorausgesetzt, natürlich der Manfred spielt mit, müssen wir jetzt fragen, der Manfred weiß noch gar nichts, wäre die Grundidee, dass wir tatsächlich in dem ersten Halbjahr 2024, also die erste Hälfte unseres 30er Jahres sozusagen, Sprich die ersten 6 Monate. ersten 6 Monate, ersten 6 Konzerte beim Taschler mitschneiden. Der Schluck länger. Nimm einen Schluck.
Und dann im Idealfall noch im gleichen Jahr, im Oktober dann als Doppelalbum. Doppel-CD, rausbringen. Live-CD, weil einfach jetzt geht es ja nicht aus. Da brauchen wir mehr. Außerbringen. Eventuell unter Umständen auch ein Vinyl. Allerdings nicht die Doppel. Ja, nicht die gleiche, nicht die nicht die CD als gleiche. Vinyl nicht. Da Nicht wird dann die schon gleiche. zusätzlich was. Ja. Auch noch rausbringen. Ne? Ja. Wie das funktioniert, das jetzt zu erklären, da sitzen wir glaube ich noch um Mitternacht da. Also, nein, Die Ideen, was wir Nein, es ist so. haben dabei. Also Da wir sitzen sind da schon recht fortgeschritten in der Idee, dass wir das umsetzen wollen. Darum meine ich, ja, die Erklärung dauert jetzt lange. Das ist halt wie und mit wem und so weiter. Das wird sich jetzt dann erst erweisen. Es sind ein paar wie sagt man, der Köder ist also ein Blödsinn. Ein paar Fühler sind ausgestreckt in das Musikbusiness. Ins Österreichische. Ja, ne, weiter gehen wir nicht. Und schauen wir mal, wie da die Reaktionen sind und wie die Unterstützung ist und was wir alles machen können. Und je nachdem, wie sich das verwirklichen wird, werden wir es machen. Aber es wird was passieren. Es wird was passieren, ja. Und natürlich im Idealfall, so wie wir es jetzt gesagt haben, Also aufgenommen wird. ja, aufgenommen wird auf jeden Fall. Und wie gesagt, natürlich dem Taschler Manfred seine Zustimmung vorausgesetzt. Wir haben uns gedacht, wenn ein Live-Album, dann eins beim Taschler. Man kann natürlich aus verschiedenen Live-Konzerten, aber die Schwierigkeit ist ja dann wirklich dann tontechnisch. Weil du hast im Endeffekt, auch wenn es jetzt 6 Monate sind, Du hast immer unterschiedlich, der Klang wird anders, der Sound ist einfach, ja, es ist so viel anders, dass das dann schwierig ist. Und beim Taschel ist am besten wahrscheinlich noch möglich. Von dem her. Von dem her. Der andere Um's Punkt, authentisch zu bringen richtig. und wirklich so das Publikum passt und alles passt. Man kennt dazu irgendwo ein Live-Konzert, man gibt 5 Live-Konzerte, die so auch woanders machen, einfach sagen, okay, ja, machen wir da Live-Konzert, das schneiden wir mit. Dann wird es aber nicht so. Und ich weiß genau, beim Taschler wird das funktionieren. So ist Von es. der Räumlichkeit her auch, und da kann man auch mit dem Mikrofon, das kann man dort irgendwie am Ja, es ist- ehesten noch. Nein, es ist die Muss ich ehrlich schlechteste sagen, Wahl, akustisch und Akustisch, tontechnisch. aber- Schlechteste Wahl. Aber ist mir wurscht. Es Nein, ist die passt schon, authentischste Wahl. authentischste Wahl. Ich Es glaube ist auch. dort, wo erstens einmal Taschler ist unser längst hinter Stammherriger ist natürlich eine frivole Aussage, aber es ist Dort spielen wir, Dort spielen wir am am längsten. längsten durchgehend. Ja. ja, das ist der Taschler. Dort ist es für uns wie ein Wohnzimmer, muss ich echt sagen. Ja, absolut. Alexander Hauser kann es bestätigen. Alle, die da sind, die beim Taschler schon waren, können das bestätigen. Der Landtagsstromer Markus, der Maber, waren ja oft schon beim Taschler. Franz M. natürlich, die Maggie. Also es kann jeder, der beim Taschler schon war, kann das bestätigen. Es ist dort eine einmalige wienerische Atmosphäre. Es ist dort nicht Show und was weiß ich, es ist dort gar nicht. es ist einfach leibend. Das ist leibend. Und wir haben gesagt, also wenn, dann wollen wir ein authentisches Album zusammenbringen, also wo wir einfach spielen und wo du rausholst, der Lieder, die halt dann da halt am besten waren oder wie auch immer. Doppelalbum würde bedeuten an die 40 Nummern. Also das ist schon eine Aufgabe. Ja. Und natürlich die auch im gleichen Jahr dann noch im Oktober, November Das Ganze zu präsentieren und als auszubringen. fertige CD zu bringen. Es ist sehr sportlich. Aber machbar. Es ist jetzt einmal der Plan. Wenn der Plan, den wir bis jetzt haben, so aufgeht, dann ist es alles gar kein Thema. Wenn er nicht so aufgeht, dann dann müssen wir halt Anpassungen machen. Dann müssen wir wird es ein bisschen viel Arbeit. aber es geht schon. Wir müssen das jetzt passt schauen, Wie man das aufteilt und. nur wie gesagt, man muss ja eins nach dem anderen. Aber ein paar Fühler sind ausgestreckt und bis jetzt noch nicht abgeschlagen oder zurückgeworfen worden. Also wir haben da gute Das ist Chancen. schön gesagt. Ja, wie schon gesagt. Ja. Wir haben gute Chancen, Ja. dass da was draus wird. Und ja, schauen wir mal. Also das können wir eigentlich schon also wir sind dran. Also wir haben gesagt, ja, an einer CD, wir wollen wirklich keine CD mehr machen. Wir wollen es nicht, weil einfach keiner mehr einen CD-Player hat. Aber gleichzeitig gibt es noch viele, die einen CD-Player haben. Und die sehr wohl noch eine CD haben wollen. Einerseits. Andererseits natürlich auch das Thema Vinyl immer noch ein Thema. Absolut. Ja, da rennt man bei mir offene Türen ein. Ja, aber das ist natürlich was. Es Aber ist halt schwierig. Wir haben gesagt, 1930, wir müssen was tun.
Und werden wir schauen. Also, wenn alles eigentlich genau so am Schnürchen rennt, wie wir uns das denken, wäre dann eigentlich Ende, also ich sage jetzt mal im Oktober, November nächsten Jahres tatsächlich auch noch eine CD-Präsentation. Wann alles so hinhaut. Das sind jetzt einmal so die Gedanken und die ersten Ideen. Ich hoffe, in eurem Sinne. Ich hoffe doch. Oh ja. Und dann, Ja, was schauen. hast du hoffst, das ist im Sinne von Müssen wir den Zugas von machen. alle Pavlacisti, glaube ich. Ja. Also, und darüber hinaus. Ich glaube, das passt. Ich denke wirklich, dass ein Studioalbum kommt eigentlich nicht in Frage, weil Fahrt. Also ein Studioalbum. Wiener Lied im Studio, nein. Große Bühnen, leibend, schön, Schön. aber hat auch wiederum mit dieser Atmosphäre nichts zu tun. Aber beim Taschler, Da aufzunehmen, da sind 40, 50 Leute, nicht mehr. Und du sitzt mittendrin, keine Bühne, kein Protest, kein gar wirklich nichts. so musikalischer Du sitzt Nahkampf. mitten. Im Nahkampf klingt so negativ. Im positiven Sinn meine ich das. Das ist leibend. Das ist. Theoretisch schon. Tontechnisch freilich Werden wir sehen, absoluter Albtraum. was heißt. Ne, aber es ist so, das ist der Grund, warum es sowas nicht oft gibt. Und wir haben gesagt, nein, wir machen das. So, schauen wir mal. Auf der anderen Seite sage ich mal, Stadelmeier-Gruppe sind auch aufgenommen worden. Naja gut, das war ja keine CD-Aufnahme, das war einfach ein Mitschnitt. Absolut Mitschnitt, ja. Und dann ist es irgendwann auf CD Und gekommen. so leibend wurden eigentlich. Und Absolut heutzutage haben wir andere Möglichkeiten, dass das noch leibender wird. Vielleicht. Definitiv. So, was haben wir da? Klaus? Ja, Club 2 damals. Ja, gut, da ist das schon geraucht worden und so weiter, aber so dass einer einharzen geht dazwischen oder so. Nein, So, ist das noch Spaziergang. abgebracht, nicht? Wie hält sich das aus am 1.11. und am 2.11.? Naja, wir spielen oft, wir haben oft gespielt, zweimal am Tag. Jetzt haben wir am Tag auch. Also das Ich meine, das ist schon anstrengend, aber geht alle. Schau, der Raffi! Der Raffi ist da, ja, Raffi, Raffi servus, war grüß bei dich Brüdern Gott. in Knittelfeld und hat es noch einer geschafft. Haut's eine bitte. Wie viel sind wir noch? Ich sehe 26 26. Leute. Haut's eine bitte für den Raffi. Nur eine rote Achteln, dass er es noch hergeschafft hat. Der hat mir heute ein WhatsApp geschickt. Weil ich bin beim Bruder in Knittelfeld, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Und es Und jetzt ist hat sie er's ausgegangen. Jetzt hat er es geschafft. Leibend. Raffi, bravo. Super. Bravo. Wer hat von euch einmal eine Aufnahme beim Taschler und bei ihm zu Hause gemacht? Da ist ja auch noch was bei euch. Du meinst die Filmaufnahme. Du meinst der was die interviewt hat auch, ne? Meinst du das, die Geschichte? Da ist ja musikalisch, da ist nicht wirklich was Brauchbares dabei. Wie dazu auch gleich ein Video gemacht. Naja, wir werden sicher, wir lassen ja Wir keinen lassen ja Content nichts aus. Wir lassen gar nichts aus. Videos gibt es dazu auch, es wird natürlich mit Video auch mitgeschnitten werden. Aber klar. das ist dann eben für Und YouTube um ein eine Video, andere Geschichte. um ein DVD oder was? Nein, sicher nicht. Sicher nein, nicht. Diese Sachen sind alle für YouTube und die anderen sozialen Medien Ja. Also wir werden sicherlich gedacht. Content mitproduzieren. Wie man so, Ja. so sagt, behind the scenes. Oder sagt man das so? Oder ergänzendes Ergänzendes Material. Material. Aber Behind the scenes ist ja meistens das Interessanteste, muss ich ehrlich sagen. Es ist Landtagstromer sagt, das Vinyl ist schon gekauft. Bravo Landtagstromer. wieder einer mehr. Analoge Vinyl, Röhrenverstärker und ein alter Lenker. Ja, aber Spaziergang, wir brauchen keinen Röhrenverstärker oder so. Wir spielen unplugged. Das heißt, natürlich könnte man sich überlegen, man nimmt das jetzt analog Und auf. wir nehmen das geht beim analog Taschler auf, das nicht. geht beim Taschler nicht. Weil Und dann waren wir wieder in einem Studio. Das sicher nicht. Also wenn, dann wird das einfach eine Aufnahme, die dann halt auf Vinyl kommt. Anders geht nicht. Das andere, würde uns auch viel Freude machen, aber der Aufwand ist... immer, aber der Aufwand ist ja Wahnsinn. Das Ich brauche euch nicht in der Cloud, ich will euch in den Händen halten, CD, Vinyl oder sehen. Bravo Franz M. Jawohl, Ja, wie gesagt, das Franz, wird's- bin ganz auf deiner Seite. Das Jawohl. wird's geben. Wie gesagt, das ist die Cloud natürlich, wie man so sagt. Das ist halt natürlich die Masse, aber als Wienerlied-Musiker haben wir eh nicht die Masse, also ist eh wurscht. Alles eine Kostenfrage, alles eine Frage der Partner, mit denen wir da arbeiten können. Allein können wir es nicht stemmen, das wissen wir auch schon. Allah geht es auf gar keinen Fall. Also wenn, dann müssen Das wir eh ist schauen, so. wie wir das machen. Wie sagt es mit Subskription, wie heißt es? Subskription. Und vielleicht machen wir noch ein Crowdfunding auch. Ja, dann. das ist so irgendwas. Dann- Aber im dann- Idealfall, das im Idealfall Und- brauchen wir gar nichts davon. Rennt das alles, so wie es ausschaut. Das wäre der Ideal. 50-50 Du hast es gerade Chance. gesagt, ja.
Aber nicht, müssen wir selber machen. gemacht wird auf jeden Fall was. Und da müssen wir halt zusammenhalten, da müssen wir was tun. Aber das kriegen wir schon. Aber wir sind dran, es haben so viele von euch, also da in der Pavlatschen, aber auch in den sozialen Medien, so viele Fans, auch im Gespräch, wenn wir was spielen, so viel gesagt, mein Gott, eine CD war schon leibend oder eine Schallplatten. Und es ist jetzt wirklich keine massentaugliche Geschichte, also es ist nichts, wo man sagt, bist deppert, da können wir uns gesund essen, definitiv nicht. Aber es ist sowas, wie soll ich sagen, Es ist ja ein Herzensprojekt. ein Herz. Muss ich wirklich sagen. Es ist abseits so. des Wirtschaftlichen, muss man auch, wie soll ich sagen, Einfach was machen einmal, na, Herz wo alle einen Spaß haben. Ja, einfach Und was eine Freude anderes. haben damit. Ja, Genau. Eine Freuden bereiten. Wir haben heute eh schon gehört. Von der Und schieren selber Zeit. und alle anderen Leute Ja. auch. Weißt, das passt schon. Und wie Das mir geht, gut. von der schieren Zeit, die jetzt ist, die Kriege und alles und die Auseinandersetzungen und jeder ist gegen jeden. Warum nicht einfach was machen, wo du sagst, ja, da haben wir jetzt sonderlich viel davon vom finanziellen, wirtschaftlichen. Aber sonst, Aber sonst eh. oh, Aber wir und was? einfach mit geben das. da, Wir was machen wir, das was mit wir Freude. alle davon haben. Ja, im Endeffekt hast du dafür. Schau, da sind die Achteln für den Raffi, einmalig, jawohl, und der Raffi ist noch da. Raffi ist noch da, einmalig, jawohl, der Raffi. Also ich hoffe, das ist in eurem Sinne, ich glaube schon, wie gesagt. Wir sind da dran, es ist natürlich, es ist wirklich unheimlich viel, das wird Vorbereitung. Das ist auch Hocken. Und das muss alles zusammenpassen und der Patrick und ich, wir sind beide keine großen Organisierer und Manager und so weiter. Im Anreißen immer, ja. Ja, aber Ja, das machen wir. es haben so viel sich sowas gewünscht und haben wir gesagt, ja, Ja. also wir können, wenn man das so Das- sagen darf, wir können unsere Fans nicht enttäuschen, wir müssen mehr machen Und das machen wir. und das machen wir. Punkt. Ja. Und das ist der Ganz Plan. einfach. Das ist der Plan. Da trinkt man Da Schluck. trinken wir drauf. Ja, das ist selbstverständlich. Ja. Zum Wohle. Zum Wohl, Prost, Prost auf euch, zum Wohl. ja. Also, noch von dem Chat sind wir schon 2 Platten los. 2 Vinyl sind wir. Ja, nein, wie gesagt, Vinyl können wir nicht versprechen. Wir sind da alles wirklich noch am Recherchieren und am Verhandeln, wie man so schön sagt, mit der Musikwelt. Und das wären noch harte Verhandlungen. Ja, Nein. aber es ist halt so, es ist erfahrungsgemäß wirklich so, aus den 30 Jahren Musikererfahrung, und wir haben ja eigenes Label auch zum Beispiel, eigener Verlag und alles, aber Schöne Unabhängigkeit eigentlich. absolut. Die wir uns da aufgebaut haben. absolut. Wirklich, muss ich ehrlich sagen, ist schön. Absolut. Dass Und wir wir das haben, wir haben auch sehr viel Zuspruch aus dem Musikbusiness, sagen wir Ja. den Leuten. Für einige Neider auch natürlich, aber Die kehren dazu. die kennen es unbedingt. Passt schon. Aber die, wie soll ich sagen, die Hocken ist halt schon einfach dermaßen gewaltig für sowas, dass wir gesagt haben, wir wollen das mit Partnern machen, eben nicht über das eigene Label, ihr eigener Verlag schon, aber nicht das Aber eigene das Label. eigene Label und Und da schauen wir halt gerade, da sind wir gerade am Vertrieb Reden. und schauen wir, was sich da die nächsten 2-3 Wochen ergibt. Ja. Wie der Patrick sagt, wir sind ja nicht niemand. Ne? Wir sind ja nicht niemand. Das stimmt. Kommt nicht drauf an. Franz selbst sagt, ich kaufe So auch habe ich es nicht gesagt. CD, LP, Ich hab jawohl. gesagt, wir sind ja nicht niemand. Nicht? Ich kaufe auch nicht, Rudi Korbes. Rudi, ja. Jawohl, beim Raffi ist es noch ausgegangen einmalig. Naja, es ist wirklich, aber es ist natürlich verständlich, wenn man Musik macht, dass es auch auf Tonträger, Dass es verfügbar ist, das Ganze. Dann. ja, Es ist so. Ja. also wenn alles hinhaut, Schlusswort, wenn alles hinhaut, dann wird es genauso passieren. Und ja, Jetzt muss ich zum Ofen schauen. schaut so offen. Schon bevor ich auffasse. Und wenn es nicht so hinhaut, machen wir es doch. Machen wir es trotzdem. Gemacht wird auf jeden Fall. Gemacht wird, irgendwas wird gemacht. Und das Einzige, was sich da sozusagen was ein bisschen variabel ist, ist dann mehr oder weniger dann ja, die zeitliche Abfolge. Aber eins ist klar, wir werden, oder klar, das hängt jetzt natürlich auch noch vom Manfred ab und wirklich auch noch von technischen, akustischen Möglichkeiten, die wir ausloten müssen.
Aber das Und, ist eigentlich ja, du- zu 99,9% fix. Passieren wird etwas und es wird eine Aufnahme entstehen. und beim Es gibt eine Live-CD. Oder Die Aufnahme es werden gibt, am es gibt Taschenrechner Live-Aufnahmen, sagen wir es einmal so. Es wird Live-Aufnahme geben. Das ist fix. Und zwar beim Taschler. Das ist eigentlich auch fix, mit Voraussetzung noch, dass der Manfred zusagt, aber ich gehe davon aus. Und diese Aufnahmen werden wir machen, voraussichtlich die ersten 6 Monate. Von Jänner bis Juni. Bis Juni. Das ist so die Idee, oder Mai, aber ich sage jetzt mal bis Juni. Das waren 6 Konzerte, die wir mitschneiden. Es sollte eigentlich genug Materialauswahl sein. Ja. Und dann die restliche Zeit bis Oktober. Und das ist schon sehr enges Zeitfenster. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, aber bis Oktober, November, dass man die Liedauswahl entsprechend bearbeitet und gepresst auf CDs dann überhaupt. Und wie gesagt, Vinyl ist noch ein anderes Thema. Spaziergang schreibt gerade was. Heute keine Schmattes einblenden. Jesus, nein, Jesus, nicht mehr. vor lauter, Ja, vor lauter jetzt. Breden haben wir vergessen. Heißt, Ja, danke dir, danke schon, für ja. die Erinnerung. Sicher, Weltklasse. Aber ich Jetzt glaube, blende ich es aber die Bangladeshis, die wissen ja also Na, die noch da sind, das sind sowieso leibende Bitte, Unterstützer permanent. Also euch jetzt darauf hinzuweisen, ist fast ein bisschen. Naja. naja, muss einen Schluck nehmen. Nimm einen Schluck. Das macht man schon, aber ist eigentlich fast ein Ne, jetzt ist. unnötig. Also, ich meine, Das ist wie Eulen nach wie Athen zu ja, tragen. es ist Aber ich hab's eingeblendet. Tankspaziergang, ich hab auf das vergessen. Wurscht. Das ist nicht das Thema. So, meine Herrschaften. Ich glaube, das reicht für das heute. reicht für heute, ja, ich glaube Der auch. Patrick muss noch. Nein, muss nicht heute. Natürlich nicht heute. Jesus, nein, wir haben schöne Madeln, die Betscher dort Strick. Rudi Korn. Wir haben schöne Möbeln. Also, Ja, jetzt Möbeln, wir haben schon oder? die Mabel. Möbeln, er hat sich vertippt. Weißt du das Fräulein Mabel? Ja, wie geht denn das Lied? Beine hat sie krumm was wie ein Säbel. Hören Sie das. Ja, aber ich denke jetzt gerade über das Lied noch. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Wir haben schon Möbel, das können wir heute nicht spielen. Sicher. Aber wie fängt das an? Oder wie Das- geht denn das überhaupt? Da ist ja mehr drinnen, ne? Mein lieber Nein. Naja, das. Na, warte, na was? Na, denk nach ein wenig. Na, dann werden wir das schon mitbringen. Ja, aber mit was anderem fängt es an, gell? Ja, das machen wir was anderes dazwischen. Weißt du? Schau, Susanne Moses ist immer noch da. Susanne, du Jawohl. bist. Hörst du hast dich gerade verabschiedet? Also gerade Ja. ist gut, hast vor einer Stunde. Aber schau, jetzt diese Woche noch die Überweisung, Susanne Moses. Ja, Ich danke dafür. Aber dass du noch da bist, freut mich noch mehr. Und wenn schon aus dem letzten Kontingent vom Fuchs bekommt ihr auch was. Bravo Spaziergang. Danke dir herzlich. Danke. Wir haben schöne Möbel. Die Beetstadt hat Strick. Aber warte mal. Der das ist ja- Tisch hat 3 Achsen. Der Ofen, der ist gefleckt. Ja, warte. Was spielst du das? Was war das jetzt? Ich weiß die Donut nicht. Wir haben Das fängt verkehrt an. Wir haben schöne Möbel. Die Beetstadt hat Strick. Der Tisch hat 3 Achsen, der Ofen, der ist geflickt. Die Spiegeln sind zerbrochen und im Fenster ist kein Glas. Und der Hausherr kriegt einen Zins oder Muss. Wenn er mir einmal ausgeht, sind wir nobelig und fesch. Elegant ist das Gandl, hochprima die Wäsch. Wir halten auf ein Mose und wir halten auf ein Frost. Aber der Hausherr kriegt einen Zins oder Muss. Dritte? Gibt es hier noch eine dritte? Mein lieber Herr, Mein lieber Hey, wie schaut's denn aus? Sie wohnen schon so lang in meinem Haus. Sie wohnen schon so lang in mein Quartier. Und zahlen allerweil kein Zins dafür. Mein lieber Hausherr, haben's nur Geduld. Ich wär schon brennen an meine Schuld.
bis haben die Zeiten wieder anders da werden. Dann zahl ich meine Schulden. Mehr oder weniger ansatzweise vielleicht. Eventuell, Ja, aber sicher na, nie. na. Gern. Mein lieber Herr, da hast's fest sparen und nicht mit allem durch die Kugel fahren. Ein Glasl Wasser und ein Brot im Mund ist für einen Hochstaden gesund. Mein lieber Hausherr, da ist schon spät. Wir fressen ein Händel jetzt mit einem Salat und saufen oder zu einem guten Wein. Und lassen die Hausherren Hausherren sein. Jetzt gehen wir heim. Jetzt, also, Ja, das Leben, wenn das Lied über die gehört, aber ja, aber nicht schlecht, Patrick. nein, jetzt steht mal ganz woanders, ja. Stell mir Klubber die Hürde, jetzt gehen wir heim, jetzt gehen wir heim. Jetzt ist dann aus. Du kannst ja singen, aber du musst ja Aber singen. mir ist das Keine wieder Texte. eingefallen. Mir ist der Text nicht mehr weiter eingefallen. Ach so. Nur das. Das ist Blödsinn. Nur jetzt gehen wir an, das ist das Einzige, was dir eingefallen ist. Ja. Das ist nicht viel. Das ist, da kannst du keine Entschuldigt Du kannst keine Oper draus machen. Weißt du. So steppert das. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Mein lieber Herr, was war man? Das war schon fertig. Das war schon aus, das Lied. Und was, wie gehen wir da weiter? Oder was? Wer keine Schulden hat und keine Groschen, der kann nicht durchgehen und auch nicht waschen. Wer ein Pfänder ist oder ein Fürst, der was keiner mehr verbraucht, der geht in die Wirsch, jawohl. Wer keine Schulden hat und keine Groschen, der geht ja nicht da, gar in die Goschen. Wer ein Pfänder ist oder ein Fürst, der was kein Wein verbraucht, der geht in die Wirsch, jawohl. Na schau. Na sowas deppert, das heißt. Mach mir, das darf ich auch. Das ist, entschuldigt. Ja, das na, ist, manchmal ne? Das ist halt was ne? na sowas deppert das. Ja, was ja. Ein Live Blu-ray wäre auch was, da bist du Peter Brat. Na, Peter, du hast Ideen. Susanne ist noch da, weil ich habe nicht gewusst, dass sie Überstunden macht. bravo, Susanne. Das haben wir auch nicht gewusst. Ich muss mich niederlegen, bin immer noch nicht fit, wünsche euch was. Matthias Gerold. Alles Gute. Das vierte Gott, servus, Prost. Gut. Alles Gute Besserung. Gesundheit, gell? Hast du? Unbedingt, ja, da trinken wir. Da trinkt man. Schau, der Franz Emmert, wer keine Schuldig hat. Jawohl. Habe ich, siehst du das? Aber da bin ich drauf gekommen, nicht einmal der Patrick. Bist du drauf gekommen heute, ja? Du, gratuliere. Also, Ich danke dir recht. danke dir. Ich danke dir recht schön. Danke dir recht narrisch. Der Ausreißer, mein Nicht lieber Herr. verzweifeln, Na, was passiert. hast Ja. Du, wir sind da. du, wir Aber sind da eh flexibel eigentlich. Was wir so das machen? angeht, ne? Was wir machen beim Taschler? Beim Taschler reißen wir auf. Komm, reiß jetzt an. Du bist der Hüfe. So viele Seiten. Danke.
behaftet, aber Du bist mir ein Hilfe, weißt du? ja, was nicht redet auf mich aus. Was Das ist schon leider da. das ist, ich war im richtigen Soundgeflecht. Das ist lediglich der Passlauf in der Form wie gewohnt. Da waren ein paar andere dazwischen. Nein, der andere war nicht. Es war halt nur nicht so wie geplant. Ich So habe mir muss gedacht, es ich sein. weiß jetzt nicht weiter und ich dachte, der hilft mir jetzt vielleicht. Ja, was ne? soll da helfen? Was ist das? Du geschrieben, was soll mit, da helfen? mit dem richtigen Basler, zumindest der richtigen Harmonie. Ja, aber aber nicht einmal die hat Ja, doch, du hast vielleicht neu umgeschrieben, was weiß nicht. Ja, das ist ja schon nicht da, Mann. Improvisation. Warum schon wieder neue Sachen? Ja, Die das bist ist ja du nicht vor einem neu. Monat erst. Schau dir das an, bitte, das ist ein Wahnsinn. Ja, aber so schaut's gut. Die Sachen schauen aber Die gut aus. Sachen schon gut, das hat damals nicht so die Sachen schon gut, das war schon leibend. Oh, die Achtel von einem. Ich glaube, das sind Mitleid. Nein, das war nein, wir haben sie Ich bin ja froh, dass ich eine Nummer von mir selber gespielt habe, weißt? Weil der kann ich machen, was ich will. Ist wurscht, weißt du? Nein, es war natürlich ein bisschen drin. Aber meine Herrschaft, ich glaube, wir werden es jetzt Wir werden es jetzt beenden, ja. Wir freuen uns, Auf Immer nächste wieder. Woche. so ist es. Wir freuen uns auf diese Woche bereits Mittwoch beim Stippert. Ausverkauft, das weiß ich. Ausverkauft, Donnerstag, Donnerstag Taschler ausverkauft. Ist er ausverkauft? Ich glaube schon. Also Also ausverkauft ist gut, ausreserviert. ausreserviert, nicht? Zahlt Zahlt da keiner was. Freitag, private Feier. Da spielen wir privat beim Geburtstag, auch Wieder wieder beim Stiepert. Auch wieder beim Stippert. Was auch lustig ist, ja. Das ist lustig, schön. Samstag gehe ich am Abend Martini. Also, das ist ja was anderes. Das ist wieder was anderes. Susanne Moser, wart noch, wir kommen zur Schlussnummer. Dann kannst du schlafen gehen. Jetzt Gleich. wart noch. Susanne, bitte halt ein bisschen aus noch. Halt aus. Wir trinken schon. Wir trinken aus. Den letzten Schluck. Den letzten Schluck. Auf die Pavlaciste natürlich. Prost auf euch. Prost. Schön, dass du dabei warst wieder. Ja, heute haben wir ein bisschen überzogen, ja. Weil eine kleine XL Pavlatsche, 11 ist gleich. Eine kleine. Ja. Und wie gesagt, ich merke euch den 2.12. 2.12. 20.15 Uhr. Es ist ein Samstag. Jawohl. Die 200. Sendung mit Live-Gästen. Brentschi besser. Mit Samt Maxl. Und Christoph Ackerl. Ackerl Production. Productions. Ackerl Productions. Ja. Und natürlich, ja, wir werden da sicher einen Wein trinken oder so. Mal schauen. Schauen wir mal. Also für die ganze Bagage. Da freue ich schon drauf. So. Jetzt verabschieden wir uns auch musikalisch. Für dich auch Dankeschön fürs dabei sein. Dankeschön. Und, Kann nur eine Nummer sein. jawohl. Ich sehe die Flaschen, da steht Herr Wirt. Ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben jetzt gesungen und haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Das ist ein Gewand bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend. Wieder einmal, es hat uns gefreut. Und wie? Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitze, denk ich an meine bläden Witz und an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben nicht Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war leibend. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das
das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Einzig Schluss. Einzig Schluss, zum Schluss. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Baba. Viert euch.